Grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buch. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klaus zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Wiener Schal. Die Quetschen klingt jetzt super fein, die Kontrapumpe denken rein. Und das Gesange klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buch. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Und wenn sie eure Ohren aufsperrt, dann hört so manche wieder gern ein Klang so wie er nur in Wiener tönt. Und mancher Text, der geht ins Knie, sodass man's Herz und Pumpen spielt. Das Wiener Lied, das Wiener Herz verwöhnt. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buch. Ihr hört seid Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, meine lieben Pawlatschisti, grüß euch Gott. Grüß euch, servus, küsst die Hände aus dem Studio Donaufeld. Zu einer neuen Ausgabe der Pawlatschen. Nummer 180. Wir nähern uns mit Riesenschritten. Der Nummer 200, Jawohl. absolut richtig, ganz leibend, ganz leibend. Schön. Und heute ein bisschen, man könnte glauben, wir sind schon ausgespielt und hätte wahrscheinlich auch recht. Warum, Patrick, warum? Es liegt ein wunderbares Wochenende hinter uns. Wir waren am Schrammelklang-Festival zum 17. Mal in der Zwischenzeit. Das Wetter traumhaft, das Publikum traumhaft, wir traumhaft. Die Weine traumhaft. Es war schön, anstrengend, heiß und wunderschön. Absolut, war wirklich ein wunderschönes Festival, ganz leibendes Wochenende. Heute sind wir heimgekommen und ja, daher heute ein bisschen, vielleicht wirken wir ein bisschen müde, aber wir werden uns schon zusammenreißen. Patrick, ich würde vorschlagen, weil ich habe nämlich schon gesehen, Isabella M. sind schon drinnen, rechtzeitig am Start, schreibt's. Nach einem intensiven Wochenende mit den 16, liebe Grüße an alle Pawlatschisti aus Litschau, jawohl, weil ihr vor zuerst morgen haben. Ganz liebe Grüße an euch und vor allem danke für den Wein, weil es war so, dass liebe Freunde, also zum einen Isabella M. und Franz M., sie gedacht haben, sie werden bei uns in unserem Appartement im Kühlschrank einen Wein deponieren. Ebenso auch die Sperks, die dann wahrscheinlich eher schon dabei sein werden oder zu einschreiben werden. Auch die. Der Punkt ist nur der, wir haben uns alle jeweils permanent am Festivalgelände versoffen. Nennen wir es beim Namen. Sind nie ins Appartement gekommen, also außer zum Schlafen. Und dann, irgendwann haben sie gesagt, eine Spende für die Pawlatschen. Also danke herzlich deswegen, Patrick. Ich walte meines Amtes und werde mich zum Weinkühlschrank. Kamerakind Patrick, wo ist er da? Kamerakind Patrick, jetzt gleich muss ich das einschalten, ja? Ja, jawohl. Ich mache mich auf den Weg. Macht's auf den Weg zum Weinkühlschrank. Und ich glaube, in Bodersdorfer haben wir gesagt, werden wir uns reinziehen. Jawohl. Gefiere zum Weinkühlschrank. Hol raus. Da haben wir schon. Ich glaube, das ist er. Jawohl. Das klingt gut. Damit sie zumindest zuschauen können, wie wir einen Wein trinken. Auf jeden Fall bravo Franz M. und Isabella, danke euch schön für die Weinspende. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Treffer. Ich glaube auch. Ganz gut, so umschalten, jawohl. Nein, die Kameratechnik heute wieder vom Feinsten, ganz klar.
2021er fürstliches Predium Pinot Chardonnay aus dem Burgenland mit 14 Volumensprozent. Ein leichter Wein bei Ja. diesen Temperaturen. So jetzt schon aus. Na ja, gut, jetzt haben wir schon. Von Martin Kummer aus Weiden am See. Wunderbar. Mit der wunderbaren Adresse, die muss ich dazu sagen, Sportplatzgasse 1a. Das gefällt mir. Das passt uns. Das passt uns. Sportlich, dynamisch. Bevor du natürlich jetzt anbottelst, Ja. kommt natürlich vorher noch Signation von mir. Jawohl. Jetzt geht's brumm, ab. brumm, brumm. Vroom, vroom. Jetzt geht's auch. Du da anbotteln, ich mache eine Begrüßung in den Chat. Wie gesagt, Isabel haben wir schon begrüßt. Maba ist da, grüß dich Gott, große Freude. Matthias Mariacha, der Raffe, Momo M, Michael Unger, Fritzl Startguss, unser Grand Seigneur, gefolgt gleich von der Principessa dei Pavlacisti, der Daniela Schlögl ist dabei, Susanne Faberer ist am Start, Babsi R, jawohl, Markus Pristonik, wunderbar, es ist wieder Montag, das freut mich immer. Peter Brachtl, Grüße aus Freiburg, Peter Brachtl, grüß dich Gott, große Freude, dass du dabei bist. Susanne Faberer hat gesagt, Babsi, ja, am Biesenberg bitte, komm gleich mit einem Wunsch. Am Biesenberg, können wir machen. Dampfhammer 57 ist am Start, grüße miteinander, servus Gundula Braun aus Mainz, grüß dich. Servus. Landballstromer Markus ist dabei, Christoph Ratau, jawohl. Wollt ihr die Nacht nicht beim Patrick streamen, Daniel Schlegel? Ja, das war der Plan. Hat sich aus verschiedenen logistischen Gründen dann... Als besser herausgestellt, wenn wir es von da machen. Das ist einfacher. Dafür sind wir nächste Woche, also zu 99,9, also eigentlich, wirklich, wenn nicht wirklich was dazwischen kommt, aus der Klause. sind wir in der Klause. Genau. Also da 16 Patrick wieder mit freundlichem Gesicht. Nicht da so, kann er wieder ja. was trinken. Da kann er wieder was trinken. Roland Sperg, schau, liebe Grüße an euch alle, jawohl, Roland Sperg und die großartige Natascha. Die sind die anderen Weine, das werden wir auch noch trinken. Das war klasse. Nicht heute wahrscheinlich. Aber Schau, der Raffi sagt richtig, morgen Bruce Springsteen, heute 16er Buben. Perfekt, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Christian Streckel ist dabei, servus Leute, servus Christian, Servus. schön, dass du dabei bist. Iglitschitisi Bubbles, hallo 16 Pavlacisti, das taugt mir, weil manche neu hinzugekommen werden sich wundern, Alter, der kann den aber so aussprechen. Das hat sicherlich Monate. 23 Pavlatschen dauert, bis monatelange Übung bereits liegt ja, dahinter. da wird aber lang Iglitschitisi Bablas oder Iglitschitisi Bablas dabei. Paul Seifried, grüß euch, Klaus und Patrick, lustig war's mit euch. Servus. Dankeschön, Paul Seifried auch Grüß dich. dabei. Ich freue mich sehr. Gut, dann wollen wir mal zum Den werden wir noch später erwähnen. werden wir noch erwähnen. Den werden wir noch erwähnen, weil also Nichts verraten. lobend, Später lobend. Nein, erwähnen. ich sag's nicht, ich will es nur sagen, lobend werden wir erwähnen. Ja, nicht nur ihn, sondern Zwei einige. andere auch noch dann. Aber. Einige. aber zuerst müssen wir einen Schluck nehmen, weil jetzt haben wir doch heute den ganzen Tag nichts getrunken. Das ist der Körper schon fast nicht gewöhnt nach dem schrammeligen. Das ist seit Freitag natürlich eine Schwierigkeit. Also danke nochmal an Franz und Isabella M. für das Weindl und danke an Schrammelklang Festival, Weltklasse, da hängt das, schaut mal, man kann es nicht lesen, aber da hängt der Künstlerpass. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Ja. Ja, ist ja wurscht. Und natürlich auf euch alle. Sehr zum Wohl. Oh. Ja. Schaut dann nur noch eine Flasche. Ja, aber es geht schon wieder an, gell? Geht schon wieder an. Ich habe heute den ganzen Tag gedacht, fix Teufel. Einmal muss ich noch einen Wein trinken, dann habe ich eine Woche Ruhe. Ich vor 5 Minuten habe ich zum Klaus noch gesagt, ja. was machst du denn für einen? Hast du dann gewusst, dass ich auf gar keine Ewigkeit habe? Was? Bitte nahe Aufnahme beim ersten Schluck, bitte vom Kamerakind, sagt der Roland Sperg. Ich soll eine Aufnahme machen von Patrick oder umgekehrt? Nahaufnahme? Was schreibt er? Warte mal. Da können wir machen, pass auf, ist ja wurscht. Machen wir mal Kamerakind Klaus, pass auf. Zack, Kamerakind Klaus. Patrick, bitte. Nahaufnahme. Einmalig. So, Kamerakind Patrick, warte mal. So, bitte. Bitteschön. Achso, du siehst ja nichts. Weiß ich nichts. Ja, bleib so, genau so bleib. Ja, alles für die Technik halt. Weltklasse. Weltklasse. So, hätte man das gemacht. Ich weiß nicht, ob er das gemeint hat, bei Roland Sperg, aber... Er wird schreiben, ne, vermute ich. Genau. Matthias Gerold ist am Start, ja.
Soweit ich weiß, ist das Weingut in Bodersdorf und der Wohnort in Weiden von Martin Kummer. Michael Unger natürlich Na, Michael, klar, Ist du ja- kennst die ja, auch. da ist er Klar. ist ein Kenner. Na schau, ich glitsche diese Ball. Eure CD kam doch noch an. Alles bestens. Weltklasse. Super. Weltklasse. Ob er euch schmeckt, der Roland Spergner, sicher schmeckt. Ja. Schmeckt er uns. Was fragst du denn so komisch? Biesenberg, nicht wahr? Also machen wir gleich Biesenberg. Ja, gewünscht. Ja, Ja, gehen wir doch. gleich machen. Machen wir Machen wir gleich doch Biesenberg. gleich, Ich habe ja. einen Weingarten am Biesenberg. Komposition, Text, Klaus P. Steurer. Danke dafür. So meinen Hut aufsetzen dazu, mein Hut. Von Duisburger Hit. Wenn's jetzt, nein, wegen der Show. Ich hol mir meinen Hut. Wart. Bitte hol ihn. Ich hol meinen Hut. Nein, wegen der Show, weil heute bin ich ja super gekleidet. Ne? Weil mein Munkelein ist ja auf Reha und jetzt und die wird wahrscheinlich das schauen, zumindest eine schauen und wird sich denken, Alter, da bin ich einmal nicht daheim. Und der Rotzbur zieht sie an. Die ist im Baden, vielleicht sitzt beim Heiligen erst. Ja, hoffe ich fast für sie Mond, eigentlich. Ja. aber ich würde sagen, er sagt, strafte Hosen, das Hemd passt überhaupt nicht dazu. Da ist man einmal nicht daheim. Und der Krawallerwatsch da, der zieht sich an wie nix. Aber Gewagt. in Hut. Naja, was schaut's bitte? Ich meine, Mut zur Farbe, hat der 100 Wasser gesagt. Ja, also warum auch nicht? Ne? So schlecht schaut das Hosel gar nicht aus, gell? Babsi, eher Dankeschön. Am 11. August sehen wir uns mit dem Rüstenkeller. Das ist leibend. Das ist super. Was hat? Ich hoffe, du hast schon einen Platz reserviert. Am 11. Ja gut, August. Die Babsi, R. Der Rüsenköller, jawohl. Schau, der Ulrich ist da, großartig. Aha, schau, die Isabel sagt, ja, gemacht werden die Weine Im Bodersdorf. Was sagst du, ne? Mit Stetzen? Das schaut ja ganz No? anders aus, ne? Weil jetzt hat das so ein bisschen so ein weil das Hutband passt halt auch zum Gewand. Ich fasse die Strafen auf der Hosen. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin der Gern, der mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Traut sich Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht kennen. Du guckst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trempferl Wein. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch durchsteht. Ich schau den Ring dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann
dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl, das mir allein nicht kehrt, dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepferl Wein. So schaut's aus. So schaut's aus, nicht anders. So Großartig. schaut's aus, nicht anders. So schaut's aus, nicht anders. Und das war Die Achteln kommen. die Achteln von Achteln euch. Danke. Bernd Roh ist schon, Bernd Roh ist dabei. Servus. Da fällt mir der Hutwitz ein von Toni Strobel. Der Hutwitz von Toni Strobel. Was war das? Ich will jetzt Das noch ist für denken. einer? Ein bisschen. Fordert man jetzt auf die Schnelle, kann er ein, aber. Ja. Weiß ich nicht, musst du dich. Deklarieren Sie sich Gut, in jetzt einem- weiß ich nicht, die Haberl-Witze kenne ich Ja, nicht. ja. Hut weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich kenne ihn sicher, weil ich glaube, ich kenne alles von ihm. Isabella eben, an den Paul Seifried, gut heimgekommen. So, und jetzt müssen wir eins sagen, das müssen wir jetzt wirklich erwähnen. Es gibt ja doch das ein oder andere Video von uns oder Statement, wo wir sagen, ja, kommt nichts nach, es ist keiner da, nicht? Wir sind die Letzten. Wir werden aussterben, jammer. Ja, genau. So. Und das war bis vor 1,5 Jahren auch vollkommen richtig. Also, die Aussage. Aber, wie wir an diesem Wochenende erfahren durften, mit unglaublich großer Freude, mit wirklich großer Freude, muss ich sagen, sind wir seit 1,5 Jahren nicht mehr das jüngste traditionelle Bakel. Wobei sie sind kein Duo, sie sind ein Trio. Aber Genau. wir können es so nehmen, weil sie zweistimmig singen. Also es sind Knopfharmonika, Wiener Knopfharmonika, Kontragitarre und die Marlene, die wunderbar sozusagen die Überstimme oder die zweite Stimme macht. Also das können wir durchgelassen als Bakel oder eben als traditionelle Geschichte. Und zwar handelt es sich hier um das Vorstadtkollektiv. Der Paul Seifried Ist eh da heute. ist eh da im Chat drinnen, das Vorstadtkollektiv seit 1,5 Jahren aktiv. Wirklich, wirklich Weltklasse. Wir waren unglaublich begeistert, dass wir das. Ich war fertig. Eigentlich am Anfang zum ersten Mal gehört habe, ja. Und weil der Harry Schneller-Fonte auch da ist, muss ich sagen, da passt ja wirklich jetzt eines gut. Eines passt wirklich gut, was wir jetzt zu sagen haben zum Thema Vorstadtkollektiv. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Freude haben So wir. eine So eine Freude. Freude haben wir. War wirklich große Freude. Und dazu kommt natürlich noch, dass alle drei irrsinnig lieb, sympathisch sind. Ganz liebe Leute und natürlich hervorragende Musiker. Absolut. Ein ganz anderes Niveau, als wir, ich möchte fast sagen, sind, aber zumindest einmal waren. Aber eigentlich sind natürlich Klärende, die kennen das wirklich gut. Und das Wienerische haben sie schon echt gut drauf. Wirklich gut drauf. Also, wenn Sie irgendwo eine Gelegenheit seht und findet das Vorstadtkollektiv irgendwo zu sehen, dann absolut eine Empfehlung von uns. Ja. Und wie gesagt, für uns die große Freude, dass wir können jetzt endlich sagen, wir sind nicht mehr das jüngste Wiener Lied-Tour. In traditioneller leibend. Besetzung. Das ist wirklich leibend. Und das muss ich echt sagen. So, pass auf, erstens einmal, jetzt muss ich sagen, der Markus Bristonik. Patrick wieder in Höchstform, Klaus natürlich auch. Schau, das ist lieb. Das ist was Der Klaus hat auch geschrieben. ja, aber der hat sich gemerkt, dass ich dann immer ein bisschen eingegangen bin bei alle. Ich habe gesagt, Patrick spielt so super. Ne? Und ich habe mir gedacht, ja, ich bin nur der Zuracher. Nicht? Aber, ja, gefreut mich. Knirbiesler, servus miteinander, es ist wieder soweit, wunderschöne Klänge am lauen Sommerabend, was braucht man mehr? Knirbiesler, grüß dich Gott, schön, dass du wieder dabei bist. Grüß dich, ja. Und wo einmal die Hutkrempe unten und einmal oben ist, da spielt ein Junge den alten Meier. Ja, aus das war's, ja, mit der, ja. Und ich weiß schon, aber das kann ich doch gar nicht machen, weil das ist so, Der gehört das so. stärkt. Ja. Jetzt weiß ich, was ich meine. Schau, Roland Sperg, die sind wirklich sehr gut, das Wienerlied lebt. Absolut. Roland Sperg hat es auch gehört. Absolut Weltklasse. Absolut Weltklasse. Und es gab ja dann auch gleich. War schwer beeindruckend. Wenn der Patrick einmal mit den Urwascheln wachelt, Ja. der Klausi weiß, das heißt was. Das heißt was. Ja. Das stimmt. Sehr kritisch. Und Großartig. natürlich, ich meine, wenn du sagst, Wiener Lied, ich meine, klar, keiner fängt ja perfekt an, aber sie sind einfach wirklich schon sehr gut. Und vor allem nach dieser kurzen Zeit so ja. weit schon sein und so authentisch was umzubringen schon. Ja, nein, das ist wirklich. Und Weitermachen können sie, Absolut. weitermachen.
Was sagt der Pauli? Danke euch, sitzen gerade zu dritt vor dem Bildschirm. Na bitte. Das ist sehr Leon, haut's eine fürs Klangkollektiv, Vorstadtkollektiv. Paul Seifried, seinen Bruder Lukas Seifried und, nicht, dass ich mir jetzt verrede, ich glaube, Paul sei Freundin. Ja, genau. Ist das stimmt, Ja, nicht so ein stimmt, Blödsinn. stimmt. Die Marlene, da weiß Ja. ich sie Nachnamen nicht. Da weiß ich sie Nachnamen nicht, aber die Marlene. Der Paul, der Lukas, die Marlene. Sagen wir es so, das Vorstadtkollektiv und da haut's bitte eine Orgel an rote Achteln Gehen wir. für den Nachwuchs, der Weltklasse ist. Der Lukas, glaube ich, ein bisschen über 30. Lukas ist 33, glaube ich, haben wir gestern 33? gesprochen. Und die anderen unter 30. Ja, um die 24, 25. Ja. In jedem Fall auf jeden Fall alle drei adretter anzusehen als wir zwei jemals waren. Bitte. Lukas, du verzeihst mir, wir haben den gleichen Friseur. Das ja, also das kriegt er schon hin. Das kriegt er schon hin. Und wirklich, und die haben sich das verdient, haut's eine schau, guck mal schon, die ersten Achteln. Schau da was an. Also für euch, fürs Vorstadtkollektiv, die Achteln von eine, mörderisch. Matthias Gerold schreibt schon, Vorstadtkollektiv, rote Achteln. Jawohl. Ich glitsche diese Weiß. Der Hut ist dreschig, Klaus. Ich danke dir schön. Bitte, na was wenigstens. Landtalstromer macht es wie immer, hat er dich ein Bierkrügel dazu. Ne? Ist in Ordnung. Bei Veransel geht es immer, schau davon seine. Jawohl, das taugt mir. Weil das ist wirklich dann danach was. Also das hat mich so dermaßen erfreut, überhaupt, dass das gibt. Und man dachte, ja, wenn sie noch halbwegs gut spielen, ist leiwand. Aber dann haben wir es gehört, weil sie einmal auf der Bühne vor uns gespielt haben. Und das ist die Gelegenheit, dass wir es uns auch horchen. Wir haben uns hineingeschlichen. Ja, und Gut sichtbar. der Intendant hat uns gleich ein sympathischer SMS geschickt. Ja, ihr kennt euch noch so, wie er Dann geschrieben. geht sich einstellen, man sieht euch trotzdem. Schon der Pedro hat erst Vorstrafenkollektiv verstanden. Ja, Weltklasse. Das ist dann ein Ableger, ein Spin-off vom Vorstadtkollektiv, das Vorstrafenkollektiv. Fest und sympathisch, da haben sie euch wirklich viel voraus. Harry Schneller-Fonte, ja, eben. Das ist auch kein Freund mehr. Nimm mir einen Schluck, nimm mir einen Schluck. Sofort. Nimm einen Schluck. Sofort. Aber die Achtel, die Welle, die Achtelwelle. Aber haben sie von der sich verdient. Frisur sind wir Harmonikaspieler jetzt alle schon ähnlich. Ich habe das gerade so stimmt nachgedacht, wenn einmal der Lukas ist, der Stippi, ne, der Helmut, Ja. der Marco, der Schivardinowitsch noch dazu, dann der Sulzerroller dazu. Wenn wir nebeneinander mit vielen stehen, dann brauchen wir keinen Scheinwerfer mehr. Das stimmt allerdings. Das stimmt. Aber allerdings jetzt mal. Der Walter fällt ein bisschen aus der Rolle. Ja, das stimmt. Der Solka Der Solka Walter fällt aus der Rolle. Bei den Gitarristen tatsächlich ist das nicht so. Ja? Das das sind ist mehr. interessant, oder? Da gibt es auch nur Glotzerte. Ja. Blade gar nicht. Du bin ich wahrscheinlich der einzige Blade. Der Dunkelweg später, den Der gehen wir Peter, durch. ja. Den gehen wir durch. Jawohl. Schau der Michael Unger, haben wir gerade die Homepage angeschaut vom Vorstadtkollektiv. Klasse, genau so geht das. Und zum Beispiel haben sie gestern haben sie da mitunter ein Lied gespielt, das wir jetzt anreißen. Zu Ehren vom Vorstadtkollektiv. Abo ist raus, schau Matthias Gerold. Jawohl, Abo ist so raus, geht's. jawohl, zum Paul Seifried. Genau so stellen wir das vor. Und wir haben uns natürlich, ich war natürlich sofort so Dinge, wo ich gesagt habe, wir müssen einmal gemeinsam ein paar Flatschen machen. Und dann ist mir nicht eingefallen, ja, bin ich vorhin noch immer dafür, aber Das machen wir auch. das muss ich mir überlegen, wie. Aber Weil wie? 5 Leute Platztechnisch? kriege ich da nicht her. Das wird Da vielleicht was schwierig. für Schlägen eigentlich fast. Ja, aber das ist ein brader Weg. Ne? Ja, so. Wir finden schon einen Weg. Und wenn es am Köllerberg ist, bei den Sperks im Köller. So, ja, genau. Wir finden schon eine Möglichkeit. Aber das ist. Das muss ich noch ein bisschen. Das müssen wir noch. Das muss noch reifen, weil irgendwo. Nein, das müssen wir Muss man's machen. machen, Das ja. müssen wir gemeinsam machen. Weil das ist eine Weltklasse-Geschichte. Und jetzt zu Ehren eine Nummer, die sie gestern gespielt haben, eine traditionelle, F-Dur? ein Wiener Dürt. Nein, ich hätte mal gemeint, den Buschenmarsch. Buschenmarsch, ja geht auch. Ich war auf einem anderen Tag. Ja, aber da haben sie schon wieder in Lumpen. Nicht in Lumpenball, sondern in Klagenfurt. Na, machen wir in Machen wir Klagenfurt. in Klagenfurt, oder? Machen wir in Klagenfurter. Weil sie haben gespielt den Lumpenball. Und der Lumpenball, das ist der Text auf einen alten heiligen Marsch, nämlich auf den Klagenfurter Marsch. Und wir spielen jetzt den Klagenfurter Marsch. Dann, Ja. dann ist es vollendet. Dann ist es wirklich vollendet. Jawohl, reiß auf. Vor 20, 30 Jahren, da war am Kirchtag noch allein. Da hat's uns nix für saure Buben und saure Dinge gehen. Und haben's vertanzt und rumgestrampft, das war ein gewisser Freit. Ja, siehst, das waren halt damals noch kerngesunde Leute. Wenn Risika
von dem Derl gewohnt, der dicke Pepe Korl und der Franzl, alle drei. Ja, haben's von Damstel umgestrampft, da waren wir gleich dabei. Schaut mal heim an Gigerland, an so ein Danderland, hat ein papiernes Gewand, ein Stecker in der Hand, ein Glas Scherm drin im Gesicht und in die Fürste dich, ja, der Draht hat dabei, ja, gestern nicht gleich. Also wie die zweite gesungen? Ja, du hast die zweite Ach so, gesagt. darum hast du das So, wenn wir gesagt. dachten, machen wir halt einen Zusammenschnitt. Ja? Die erste Strophe, dann die zweite. war mir aber jetzt das nicht ist da. sicher. Ich schon. Ich hab gedacht, lass ihm singen. Ja, das war Freiheit hätte, weil Ja, er endlich einmal ein Achtel trinken darf. Ist ja wurscht, war die Kurzversion nicht. Gell? Ein Glasl Schäberer Deluxe fürs Vorstadtkollektiv. Hat mich echt gefreut, dass ich euch kennengelernt habe. Echt leibend. Oh, jetzt muss ich zum Kühlschrank. Jawohl, jawohl. Spielt's beide. Ja, genau. Fix ausgemacht, mit Publikum. Pavel Atschinger sind eingeladen. Roland Speer gefällt ja. Uje. Roland, hast du mit der Natascha vorher geredet, nicht, dass du schon da. Ja, aber das war eine Idee, oder? Schau, so frech sind wir. Wir mieten uns ein. Na, das war doch was am Köllerberg. Das war aber in Sierendorf am Köllerberg, im Sperrkeller. Im Keller vom Sperke. Mit Live-Publikum. Pavel Atschinger sind eingeladen, no? Das klingt nach einem Plan. Das klingt doch gut. Ich tue ihn wieder im Kühlschrank. Du, wieder, Dankeschön. Das klingt schon wieder nach ein bisschen Organisation. Du, Internetanbindung brauchen wir. Eine gescheite Upload müssen wir können. Das ist wichtig. Und natürlich muss es ich sage immer Klangkohle. Gibt es das auch, das Klangkohle? Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch, gell? Oder hat's gegeben. Ich Oder weiß nicht, ob es ja. das noch gibt, aber Klangkohle. Ich sage das immer so. Das Vorstadtkollektiv, Vorstadtkollektiv, ja. die müssen natürlich auch bereit sein, dorthin zu kommen. Muss man auch sagen. Ne? Aber Es ist ja nicht wurscht. weit. Das ist ja jetzt einmal das ist ein Arbeitsgespräch. Ja, das kann man ja so sagen. Ein Arbeitsgespräch. Aber das ist natürlich ein Hit. Na gut, pass auf. Na, und dann machen wir jetzt den Buschenmarsch. Klassische Verzettelung, Maber, einmalig. Schau, Vorstadtkollektiv ist mit eigenem Kanal-Ding drinnen, mit Achteln. Das ist sehr schön. Aber das heißt jetzt natürlich, meine lieben Pavlatschinger, Vorstadtkollektiv, bitte, Abo, So Fuß. Subscribe, So viel. Set Channel. Unbedingt. Vorstadtkollektiv, leih mir das Logo, das mit Wein, Ringel, nicht? Also mit roten Achtel quasi. Ja. Das ist eigentlich, kannst du sagen, das ist fast schon magisch. Nicht, wo ja das rote Achtel eigentlich unser nicht Logo, aber unser Pavlatschen- Wappentier geworden ist. Wappentier kann man sagen. Ja. Und dann hat das Forscherkollektiv das Weinrandl und den Weinflick habe ich gesehen auf der Visitenkarten, ganz leibend. Der Roland Sperg macht der Techniker von uns. Ja. Ja, Was gut. hat das der Techniker? Schau, Thomas Fabre ist auch schon da. Michael Unger schon gemacht, na klar, Michael Unger war da ein Vorreiter. Na, wirklich hat es eine Abo, wie heißt es da? Ja, Abonniert's den Kanal. Abonniert den Kanal. Wie ich immer Kollektiv, sie sind da. Weltklasse. Und nicht nur abonnieren, Ich sondern tue immer mal wieder Schluck auf. reinschauen und noch. Jesus, nein, ich bin das falsche Glas oder ich Was rede am Was ist Bläse. mit dem los? Jawohl. Ist viel drinnen. Eier. Jawohl. War nicht gestimmt, aber ein sehr guter Wein. Sehr gut. Andi Meyerhofers, Danke noch einmal, ja. Weltklasse. Sehr gut. Jetzt Wieder hab ein ich, Marsch. ja, warte mal, ich schaue jetzt gerade, habe ich nicht irgendwo ein Foto jetzt davon? Die haben mir ernst gemacht, immer dann von mir. Auch von die. Oh ja, eins mit uns, ja, freilich haben wir eins. Das wird der Ja. schicken geschwind. Nein, Was nein, das ich ist. hab das schon wo, aber ich hab schon da. Ich stelle jetzt eine. Ich frage es gar nicht, weil sie sind ja Personen des öffentlichen Interesses. Da schaut's her. Also links, rechts, wisst ihr, das Die sind zwei, wir. die zwei ausgefressen. Das ist ja wahr. Ich das Foto gesehen habe, aber das ist ja Gemeinheit eigentlich. Was hast du ausgefressen? Das schau mir warm. Ja, deine, aber du kannst ja mir zwei ausgefressen. Bei mir schaut es aus. Ne? Oder schon Matascheks Qualitäten bald Bald, aber schau. So junge Bärchen und eine charmante junge Dame Ja.
Das haben wir natürlich nie gehabt bei uns, nicht? Weil die hätten uns immer die Schockstufen. Die hätten gar nicht singen müssen, die hätten nur hinsetzen müssen. Und die zwei sind nicht zum Anhören, aber die Kleine ist lieb. Die ist lieb, Das hätten sie bei uns gemacht, maximal. Ne? Ja. Da fällt mir gerade was ein, ein Achtel oder ein Viertel. Jesus, na, Roland Sperg. Das ist ja ein. Isabella, im rote Achtel oder rote Vierteln? Ja, du meinst die. Ich weiß schon. Das ist ein Insider-Spiel. Ja, Von dem erst. Wird Klasse. Schau, danke euch, Prost, Vorstadtkollektiv. Wahnsinn. Sehr leibend. Große Freude. Na, dann machen wir noch wirklich einen Marsch Buschenmarsch. jetzt, Machen wir einen Buschenmarsch. Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist der Hahn, dort wo die Weiberl wachsen da. Wo vor Haus ein grüner Buschenring, wo man alte Wehrlieder singt. So aus der Unterlage ist jeder voll grau. So habe Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold aus dem Kloster, wo man trinkt und isst, da wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zu wieder ist. Mit einem Spurt haben wir kein Verein, sich mal so was um die Zeit. Ausgefressen. Und der Fernsehschnurferei, denn für uns gibt's nur einen Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwing, wo man alte Wehrlieder singt, so aus der Unterlage ist jemand voll grau. So haben Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kober sitzt am Fass, wo man's ja so oft so wie schon mal was. Da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zu reden ist. 50, 60, 50, 60, jetzt einmal mit mir zu leben. Mach ich gleich mein Testament, es muss kein Druchen sein, gehaut's uns in ein Wasserlein. Aber voll ist natürlich. Blaulein voll muss das sein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwink, wo alte Wehrlieder singt, so aus der Unterlage ist jemand voll grau. So haben Tanzers unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Koder sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Kloster, wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zu reden ist. Jawohl! Ein Buschenmarsch. 50, 60, 50. 60. Was das heißt, ich weiß bis heute nicht. Der schaut nie ein bisschen Was aber das Forscherkollektiv. Weiß ich auch nicht, ist irgendwo hergekommen mal. Ja. Nie ein bisschen hat schon Forscherkollektiv Abos gemacht, jawohl. Der Michael Unger, schau, die werden sich gedacht haben, hoffentlich schauen wir in ein paar Jahren nicht so aus. Das haben sie sich sicher gedacht. Aber respektive werden sie sich gedacht haben, Gott sei Dank, werden wir nicht so ausschauen. Ja, schau, der Raffi hat da längst abonniert. Schon Abo 45 Minuten, na bitte. Schau die Achtel von einer, ich danke euch schön. Ich danke euch schön. Schon abonniert, sagt der Raffi nochmal. Ja, genau. Weltklasse, Weltklasse. Ja, das taugt mir wieder. Adventure Time 74. Jawohl. Fesches Hawaii-Hemd-Klaus, ich danke dir schön. Einer, der einen Sinn hat für wahre Haute Couture. Hawaii-Hemd. Das hast du schon seit 25 Jahren, glaube ich. Gell? Viel Die länger. Qualität ist aber Na, top. viel länger. Fast 30 Jahre. So lang? Fast 30 Jahre. Aus unserer Anfangszeit? Ja, das habe ich schon gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar schon gehabt habe, wie wir noch nicht gespielt haben. Weil das hat, und das ist nachhaltig. Das ist jetzt keine Werbung, obwohl wir haben eh nicht Dauertrinkspiel
und Werbesendung, Eben aber darum. das kann man ruhig sagen. Es ist insofern keine Werbung, weil A, es gibt es dort nicht mehr und zweitens wird es wahrscheinlich auch sowas nicht mehr dort geben. Aber vor gut 30 Jahren habe ich gesagt zur Mama, erst so ein Hawaii-Hemd, das wäre doch was. Und ich meine, da hat es nicht so üppig gegeben, muss man sagen. Das war jetzt nicht so Trend. Das war da, das Trend war vorher. das und hast du dann gesehen, mit der das Zeit hast hat du sich gesehen in den entwickelt. amerikanischen Serien oder wo, aber Ja. bei uns ist es noch nicht so gegeben. Miami Vize und so. Ja, das ist und die Mutter hat das gefunden beim Kick. Bravo. Und hat, weiß ich nicht, um 25 Schilling, sie hat auf jeden Fall Schilling gezahlt, ja. Oder um 50 Schilling, keine Ahnung, also um einen Spottpreis, hat sie dieses Hemd gekauft für einen Buben, schau, dann hat er ein Hawaii-Hemd. Und das Hemd habe ich üppig getragen, wirklich üppig getragen. Und das ist jetzt bald wirklich 30 Jahre alt und hat weder einen Schnitt verloren, noch Farbeinbußen. Also, wie ist das? Also, das ist das nachhaltigste Kleidungsstück, das ich besitze, und das ist vom Kick. Und da kannst du nur sagen, Alter, ein Wahnsinn. Da, Moment, das hat sich das verdient. Jawohl. Jawohl, das hat sich ein Wrum-Wrum verdient. Ah, ein Wrum-Wrum-Wort. Ein Seht Wrum-Wrum. jetzt aber immer doch, das verdient sich was anderes. Nein, so, du hast glaubt, die Freude. Also, Freude wäre damit. Ich war Freude wäre damit. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Freude. Alter, Ja. So eine Freude. Ich muss einen Schluck nehmen. Du. Alles, was am Gesicht ablenkt, der Haare steht auf Fonte, jawohl. Aber da draufklicken geht nicht. Bitte braucht. Ja, das geht glaube ich nicht. Das, wenn du da auf das, im Chat aufgeht, das geht nicht. Nein, du das kannst geht nur nicht, du musst den direkt- Namen. Genau. Ich habe das immer so gemacht, ich habe dann den Namen, also was der drüber gefahren mit der Maus und kopiert und dann ein zweites Fenster aufgemacht, dann bei YouTube den Namen eine kopiert und dann habe ich das so gemacht. So, der Bernd Roh lacht, der gibt den Haare noch recht. Das ist natürlich eine Warnung. Das ist eine Verwarnung. Bernd Roh, Verwarnung. Erste Verwarnung. Gleich bist du gesperrt, was? Ja, und da war der Weekend das. Der Moped schon. Blockieren. Was ist der alte Sünder? Der alte Sünder, den kennen wir ja nicht. Ja, aber den haben wir schon mal gespielt als Noten raus, gell? Ja, weiß man nicht mehr, wo die drinnen waren. Ne? Soll ich nachschauen? Nein, spielen wir was war das zweite? Heute keine Aufwände. Ja, aber wenn wir in Moped-Stab spielen und ihn, Moped musst du den Helm aufsetzen. Na. Du musst den Helm aufsetzen, sonst gibt es nicht. Schaut sich die Perlen jetzt schon Das ist, ja, aber ohne, das muss durchziehen. Das muss durchziehen. Der Moped-Stab, ich habe den Hut auf. Ja, ich kann dir die Motorradhandschuhe geben. Was ist da lieber? Gib mir die Handschuhe. Gib mir die Handschuhe. Ich bringe mit Handschuhe ran zusammen. Schau, den Helm verwende ich eh nicht mehr, der ist eh schon nur mehr für dich. Das ist halt Nase nachher, aber, gell? Ja, ich verwende ihn eh nicht mehr. Ich habe ja gescheite Helm auch. Aber den wollte ich nicht anhauen, weil man Die doch. Brühe ist aber ganz groß. Und das ist ja nicht. Nein, das passt schon, Patrick. Passt da gut. Schau ich aus wie der Calimero. Spiel mal geschwind. Ja, ich bin schon mal angeschlagen. Ja, schau, ich kann mich kratzen. Kannst du das auch? Die lachen alle. Ja, jetzt fangen sie zum Spielen an, oder wie ist das? In unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen. Auf öde Minenstraßen um 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped-Hupen. Schon sind die Puppen wie die Wilden vor der Tür. Ich bin der größte Moped-Star, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine nagelneue weiß lackierte Pony. Mit der werde ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab ein Pony ganz nahe des Betone. Komm, schwing dich auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Du streck die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12 Haus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Weil meinen Auspuff hab ich längst schon abmontiert. Ja, wegen der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuff really so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht ein Zeitungsstand. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schaut rein mit der Vernandel. Dabei bin ich schon wieder hinten ausgesaust. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt einen Kurier. Die nächste Kurve ist dort vorn bei uns am Becken.
in der Beckenkurven bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich mit Raumdecken. Dabei ist mir mein Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie nicht halten wollen, jetzt hat sie gegoschen, ganz verschwunden. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, damit dem Wirbelhund die Lederboxen frei. Ich fuhr eine Superfahrt mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Bam, den Scheibe zusammen, der hat ein Läden. Jetzt ist mein Vorderradl hin, die fuhr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen klar der Weg. Jetzt kommt vom zweiten Stock ein emelierter Kiwi. Den haben's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, die Haberdiebe. Jetzt nimmt's den Kiwi weg, da sieht man nix damit. Jetzt rutscht der Robe bis zum Hals, dann her ist Schäbern. Das war alles und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag noch fort nach meiner Bonne, ja was war's in dem Pelone? Meine Hände können da sein, nur das Moped muss noch da sein. Meine Haxen können fort sein, nur die Kraxen muss noch gut sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Na schau. Na und war's so schlimm? Ja, es geht eigentlich. Der ist gut belüftet, ja, so Kühlbikes hat er auch drinnen. Also, alles, das ist alles für dich. Alles völlig harmlos, völlig harmlos. Ich danke euch für den Applaus. dass die ganz gleich abfallen ist. Aber einen roten Schädel habe ich wirklich. Es wird doch nicht vom Wein sein. Nein, dem Schluckerl nicht. Schickst nächstes Mal hin, das KTM-Kapperl geben können. Das war nicht so dick. Aber das sagt er jetzt. Na ja, vorher war es nicht lustig. Schau, die Achtel von einer, die Moppern von einer sogar. Na, alles klar. Ein blauer Ozean sogar. Blödsinn, Wahnsinn. Da Alucard, jawohl. Schau dir was an. Na, Leibwand, da geschehen. Die Isabella. Ja, die hält zu mir. Patrick, fass dich mal aus. Bundesheer-Unterwäsche, Eierschale. Ja. Calimera mit Sombrero. Schau, der Max Christina. Max Christina ist da. Grüß dich Jawohl. gut, Max, servus. Großartig, sagt er, großartig. Alucard hat sich dazu gesellt, große Freude. Jawohl, seit lange mal wieder live. Jawohl, Alucard, freut mich auch, dass du wieder da bist. Einmal taugt mir's ja. So, ein kleinen, pass auf, weil das ist da schon offen. Wie kann ich so einen kleinen, warte mal, jetzt muss ich da ein bisschen umschieben. Einen Schwenk machen quasi. Nein, pass auf, erstens, wenn wir schon motorisch sind, muss ich euch ein Foto zeigen. Bin begeistert, weil ich habe das schon letztes Mal angekündigt. Ich habe das schon angekündigt, dass ich mir vom Lagerhaus den Graf Carello zulegen werde. Ein Elektro-Lasten-Dreirad für meine Klause. Und genau so eins, also die leicht größere Version. Warte, ich trinke vorher aus, schick mir da Bitte noch. gerne. Eine leicht größere Version. Aber von der gleichen Marken haben wir gesehen dort und der Arme hat immer herhalten müssen, weil ich ihm immer applaudiert habe, wenn er vorbeigefahren ist. Und dann habe ich mich natürlich auch, habe ich es immer wieder berühren müssen. Das Graf Carello, Lasten-Dreirad und da hat der Spirk Wolfgang, Roland. Alter. Roland. Wie komme ich auf Wolfgang? Von Ha? Von Ha? Na dann. Schnapp nicht so. Ne, ich sage immer Sperke halt. Nicht? Also der Sperk Roland, der hat ein wunderbares Foto gemacht, das möchte ich sagen. Am Festivalgelände, schaut sich das an. Am Festivalgelände in Pose vorm Lastendreirad. Graf Carello. Hinten sieht man das Herrenseetheater, wo dann immer die Abendkonzerte waren. Und im Vordergrund in Last Siefer, liebevoller Pose. Der Klausebur vom Graf Carello und in Bälde, hoffentlich gibt es dann Fotos natürlich. Mit uns beiden. Ja, und auf meinem Graf Carello. Ja. Meinem Graf Carello. Ja, pass auf, ich kann ja da mehr zeigen. Ich muss das da nicht, jetzt muss ich weggeschalten. Da, pass Okay, auf. was Nein, ist dass ich was sehe da, ist sicher nichts. Hab's hinbekommen, abonniert, Peter Peter, Brachbauer, jawohl. jawohl. Patrick seiner Frisur hat's nicht geschaut. Ja, das stimmt, Hans. Stimmt, ja, stimmt. Du hast recht. Was kann ich noch sagen? Pass auf, was kann ich da noch sagen?
Ja, na, wart schon her, aber ich hab da ein Foto mit, und da habe ich auch, ein Foto gemacht, wie sie gespielt haben. Schau, das Klangkollektiv, jawohl, da auf der Bühne. Das sind diese Naturbühnen, die es halt da so gibt. Klangkollektiv. Vorstadtkollektiv. Warum sage ich immer Klangkollektiv? Ich kenne nicht einmal ein Klangkollektiv, aber ich glaube, es hat einmal jetzt Die gegeben. haben wir schon gespielt am, Ja, am Schrammelfestival vor Jahren schon. Aber ich weiß es nicht, Da zum Beispiel eine Bühne auch, wo wir agieren, da. Das ist so eine Naturbühne, man sieht gespritzt, da steht unten ein Schickbacklicht. Aber wir haben Freude. Was haben wir noch? Da, andere Bühne, schau. Mit Dewig. Das muss dann die Birkenbühne gewesen Das sein. war die Birkenbühne. Ja, mit Birkenbühne war das. Mit dem Persianer. Jawohl. So, nicht, dass ihr ein bisschen was seht. Dass ihr was gesehen habt. Und das sind ja, da sieht man, bin ich, ne? Dann ist da der Patrick, die haben der Franz M hat die geschossen, da war gespielt beim Tisch, das war nicht im Plan, das war eine spontane Geschichte, war das? Das war gestern noch, ja? Gestern Ganz noch? spontan. Das Festival war zu Ende und wir haben zum Spielen angefangen. Das war Nein, wir haben schon währenddessen auch gespielt. haben wir auch, ja, natürlich, aber da haben wir auch. Dann vielleicht noch einmal ganz kurz zwischendurch mich mit dem Carello. Tut mir leid, das macht mir halt eine Freude. Das macht mir eine Freude. Das macht echt wirklich. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ach so eine Freude. Und Ja. ich mein, wirklich, und bald hoffentlich. Nächste Woche sollte ich schon mit meinem unterwegs sein. Jetzt schaue ich noch, habe ich da noch was? Ja, nein, ich glaube, jetzt habe ich so einen groben Ausblick habe ich gemacht. So, jetzt kann ich das da wieder herschirmen. Das andere weiß ich nicht, wie das jetzt aufgeht. Jesus, nein, was habe ich denn da gemacht? Nein, habe ich schon da wieder. Ja, habe ich richtig gemacht. So. Fritzl Stadtlos ist abonniert, jawohl. Der Raffi muss jetzt 30 Grad in Wien haben. Ja, du. Das hat es heute schon mehr gehabt. Also, Und ich meine, die letzten Tage waren. Ich glaube, es war das erste Mal tatsächlich. Wir sind am Samstag. Samstag sind wir bis Samstag sind wir um 3 in der Früh tatsächlich mit kurzer Hosen, kurzen Leiberl gesessen. Ja. Und das war uns nicht einmal irgendwie nicht frisch. einmal ansatzweise. Das war für Waldviertel, das haben wir noch, glaube ich, noch nicht gehabt. Ja. Elektrisch, oder wie? Ja, Michael Unge, elektrisch. Ich glaube, sie dreht das. Ich glaube, sie ist zum Treten. Nein, ich glaube, da ist eine 500er Maschine drin. Achso, nein. Da fliegt die Fetzen. Ja, und meins ist schon ein bisschen kleiner, ist mein Joe. Meins ist ein bisschen kleiner, weil ich ja nicht so viel, ich muss ja das auch wo hinstellen können. Alles. Und für meine Anforderungen wird es reichen. Wird das Kleine reichen. Ist sogar handlich und praktischer Auf jeden wahrscheinlich Fall. da Auf drum jeden zu Fall. kurven. Ja, auf jeden Fall. So, ergreifen das Instrument. Freunde, Große Ehre über das Instrument. Da hat jemand drauf gespielt, auch muss ich sagen, ist die trauen wir ja fast nicht mehr angreifen. Weißt? Da spielt einer 1,5 Jahre. das muss man auch noch dazu Das die ist noch Geschichte. ein- Das müssen wir auch noch dazu. Aber was machen wir Wirklich noch? ganz ehrfürchtig. Was machen wir noch? Was reißen wir noch? Aber was Schönes, weißt du. Ja, was Schönes, ja. Kannst du was? Kannst du was Schönes? Was machen wir denn? Haben wir den schon länger nicht gemacht. Mir raubt nichts mehr Ruhe. Die gute Idee, ja gut. Gustav. Dass der Menschen selten zufrieden sind, gern resonieren und jammern dann, dass dies und das nicht ganz so ist, wie sie's gern hätten, das ist gewiss. Da ist wie der, man nix da sport, ein echter Werner, anderer Ort. Wer nimmt wie es kommt, kennt kein Verzahn und dort phlegmatisch so. Wir haben nix mehr Ruhe, das macht mein Mut. Ich kenn kein traurig sein, trink still mein Glasl Wein und klopft an und wann Frau
Ja, ich bleibe wie ich bin. Im Leben da ist schon einmal so, zuerst noch recht gesund und lebensfroh, trifft an das Unglück über die Nacht, das sind verdrossen und ganz mürrisch macht. Der echte Wiener, wie schon gesagt, mit Gleichmut jedes Leid ertragt, denn der Hamur, der bleibt ihm treu, drum sagt er stets auf sein Ohr. Mir hat nix mehr Ruhe, das macht mein Hamur. Ich denk kein traurig sein, trink still mein Glas Wein und klopf dann und wann Frau sucht mir an. Da sing wir daneben ein Sinn, ja, ich bleibe wie ich bin. Lange nicht gespielt. Ja, Schön, gleich wieder Kind, gell? schöne Nummer. Ja. Schaut jetzt alle erschläglich. Die Principessa. Wir waren am Wochenende in Wien. Der botanische Garten war halbwegs angenehm. Der Weg vom Hotel dorthin in der BIM ohne Klimaanlage war leicht grenzwertig. Ja, vor allem die neuen BIM, wenn die Klimaanlage ausfällt, kannst du nicht mehr die Fenster machen und das durchziehen. Ja, das ist. Ja, genau. Da sieht sie immer gerne, da zieht. Bei Ja. 35 Grad kann es nicht ziehen. Michael Hunger, Klaus, hast du eigentlich eine Motorsensen gekauft oder wie war das? Haben wir noch nicht gekauft, aber aber bald. Die ja. nimmt der Chemie, die friert der Chemie in Wagel mit dem Graf Carreno zu aus dann. weißt Ja, du? genau. Bin angelegt worden vom Lastendreirad. Bin ich angelegt worden. Nein, die Motorsensen. Ich hab eher nicht daheim noch, nicht? Nur sind wir da die Schläuche alle porös worden, die muss ich noch reparieren. Nein, und kommt in Bälde, ja, kommt in Bälde. Ja, Husqvarna, klar, nein. Das Motorradfahrer, also sehr wahrscheinlich ein Husqvarna, sagen wir es so. Aber gut aufgepasst, Michael Unger, dir kann man nichts vormachen, das sieht man Ja, schon. das Merke ich schon. Gerade ist der Hut vorbeigekommen. Ein kleines Dankeschön für die Dankeschön. tolle Unterhaltung, ist Ihnen eingeflattert. Ein bisschen Weltklasse. Wobei sofort die Idee aufgegriffen wird. Natürlich hat mich gleich animiert. Liebe Freunde, für die Musik hat es meine an Schmattes, für die Musik an Opulus oder wie man so sagt, in den virtuellen Hut, weil einen anderen können wir nicht online durchreichen. Und ja, das war leibend, wenn es was reinhaut. Entweder per PayPal oder per Überweisung oder auch per Superchat, geht ja auch. Und welche Möglichkeiten ihr auch immer findet, es müssen keine großen Summen sein, es können auch kleinere sein, es können aber auch größere Summen sein. Also wir sind echt da nicht hart, deswegen. Und natürlich, wie gesagt, vollkommen freiwillig. Wir bleiben bei der, wie sagt man, bei der kostenlosen Pawlatsch. Content-Variante, so oder so. Bitte, Und, eine Bitte, nur bei Zusendung von Zahngold per Post vorher mit Absprache nach mir. Ja, oder so. das war, ja, wobei eigentlich, Wobei- das geht zum Schicken, echt muss sein. Also ich danke euch jetzt schon für eure Großzügigkeit, für einen kleinen Beitrag für die Muse, danke ich schön. Jawohl. Danke. Danke Dankeschön. Kniegisler für den Stein des Anstoßes. Tut die schon. Man kann auch sagen, den Weinstein des Anstoßes, Weinstein, in ja. unserem Fall. Ne? Der muss ein Geld, der Michael Unger, ja. Genau. Nicht deswegen habe ich es auch noch nicht, weil ich da schon ein bisschen schauen muss. Ne? So ist es nicht. Und ich meine, und eins ist schon, ich kauf mir kein Klumpert mehr. Also schon lange nicht mehr. Nein, das hat keinen Sinn. Aber Ich mach das schon immer so. Ja. Nein, ich bin Gott sei Nein, es ist- Dank wirklich irgendwann einmal diese zahlreichen Lehren, die ich erlebt habe ich dann endlich mal ernst genommen und gesagt, Klaus, ich kauf da, wenn du was kaufst, Werkzeug und dann kauf was Gescheites. Und das kostet natürlich oft. Aber auch hier muss man dann schauen, was braucht man, was tut man, was kann man. Das braucht man nicht. Ne? Es gibt Mitunter mehr taugt man dazu. das ja auch nicht, weil so ein bisschen, wenn man sich beschäftigt. Und ich war da so recht, wie soll ich sagen, ich habe es ja kurzfristig, ich habe es noch gebraucht. Ne? Und da ist mir kurzfristig ausgeholfen worden, also das war kein Problem. Ich habe gesagt, gut, da habe ich jetzt Zeit, dass ich mich da ein bisschen schlauer machen kann. Aber ich habe mich vor allem schlau gemacht über das Graf Carrello Lastendreirad. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde das nie gespendet kriegen, weil das
Ich glaube, das sehen sie nicht. Ich muss denen einmal sagen, erst weißt du, was ich für euch eine Werbung mache für eure Lastenträger. Eigentlich braucht man als Tourbus, wir brauchen das als Tourbus. Ja. Nicht? Na gut, braucht man halt viel Braucht Zeit. man viel Zeit. Aber ja. Ja. Na schau, der Oliver Grün ist auch da. So ein Hut wie der Klaus hat der Koschelo auch, allerdings in blau. Ja, aber der ja, jetzt siehst du, den wollte ich fragen, wo der her hat. Der hat aber ein Strohhirt gehabt, glaube ich. Gell? Das sind alle Strohhirt beim Rudi. Und das ist ja ein Ding, das ist ja ein Stetson ist das, was glaubst du? Ich meine, hallo. Das ist schon, nicht? Man, da ist schon frei nach Motto, frei nach der Aussage vom Ungarmiche. Der muss ja Geld haben. Nein, sicher nicht, den hat jetzt der Hurthändler. In Aktion natürlich. Nein, aber das ist nicht der Stetson. Ein Stetson ist schon natürlich, eben, ne, kauft er kein Klumpert. Ne? Gleichwohl, der Unterschied war bei Panama-Hüten, habe ich aufgehört, mir zu kaufen, weil ich habe die teuersten, also nicht die teuersten, aber teure Panama-Hüte besessen, die waren alle nach einer Saison hin. Bis ich den Stetson habe. Und den Stetson, der hält jetzt schon 3 Ja, Jahre. der hat lang, gut, ja, aber da ist nicht so viel nicht so viel auf, Das ja. ist nicht so viel. Ich habe mir wirklich einen Traum gehabt, eben auch zum Beispiel Schammelklang Festival, immer Ja. Panama-Hut aufgehabt. Früher nicht, das kann nur schweißen können, die haben Geld gekostet. Und dann haben wir irgendwo, ich glaube, das war auf Mallorca, habe ich mir gekauft, weil es heiß war und ich keinen Hut gehabt habe. Die billigsten. Wo ich mir dort dann beim Standel Panama von Panama Style. gekauft. Ja. Um 20 Euro. Der Der hat hat lang gehalten, den haben wir am längsten gehabt. Das war gigantisch. Aber ja. Weltklasse Burm, sagt der Raffi, jawohl. Dann ein Schlägel, kannst du da die Manke durch die Gegend führen? Ja, vom Gewicht her schon, weil ich kann 250 Kilo Von der zuladen. Länge wird es nicht. Länge kennt Schwabien. Gerade nicht ausgeglichen. Länge kennt Schwabien. Ja, das wird nicht, nein, weil die ist ja da ein bisschen länger, also für das. Auf der was jetzt das Büdel gesehen Da hat, geht's auf das der, Lock da aus. geht es locker aus. Ich meine, du musst es halt aufkriegen, ne? Das ist etwas Ja, gut, anderes. das mit der Manke aber kein Problem. 2 Leute um die so rum. Ja, gut, Michael Unger, schon nebenbei läuft Elisabeth Desbierer, Alltagsgeschichte beim heurigen Jösses. Ja. Da haben wir so aufgeregt, weil die Sendung war. Da habe ich damals wirklich aufgeregt, wie die gekommen ist. Haben wir natürlich auch geschaut. Und da haben wir gedacht, bist du deppert. Das ist ja echt wirklich eigentlich, ich meine, Elisabeth Spierer, man soll nichts über Tote sagen. Und sie hat ja viel, wie soll ich sagen, Legenden geschaffen mit diesen Alltagsgeschichten. Aber es war schon viel Frechheit dahinter. Und das beim Heirigen, das war unter jeder Sau. Muss ich echt sagen, weil beim Heirigen schaut es anders aus als in der Sendung. Aber gut, Das stimmt. lassen wir das. Bevor der Patrick da in den Hut hat, muss ich noch sagen, da habe ich Klaus, der Hut steht ja gut. Dankeschön, jawohl. Die Isabella genau vom Fiat 500 zum Dreirad, ja. Haben wir gehabt, Fiat 500, Ja. der Tourbus. Ne, schau, jetzt hat geholt. Hast du einen Wehtag, ja, hast den Finger ausgestreckt, ja. Das nein, ist geht nicht schon. gewinnt. Rudi 88, 98, jawohl. 5 Euro vom Rudi 88, 98. Weltklasse. Shippertag, Boeing Respectfully. Ah ja, das ist die. Ich habe das Büdel da nicht, bei meiner Software, wo ich das habe. Ich hab immer nur die Beschreibung dieses Büdels. Weltklasse. Rudi, Super, danke da kriegst du dir. einen Schluck, da kriegst du einen Schluck gewidmet. Verständlich. Ganz klar. Jawohl, danke der Schippost. Ich walte sofort meines Amtes. Ja, weil es ist. Ohne Sprit kann ich leider nicht spielen. Na, da gehst du ein bisschen langsam, gell? Ein bisschen wogeln tut auch. Also, was ist bei dir? Hüfte, Knie, Gichtzeichen? Zechen. Es ist Zechen. Das Zechen, nicht mehr sagen wir best. Das Zecherl muss ich sagen, das Zecherl. Und damit ist nicht der Knofi-Zeichen gemeint. Ne? Ja, naja, es ist schon, natürlich, es ist schon hart so ein Wochenende. Und natürlich könnte man meinen, wenn es jetzt ein vernünftiger und nicht, also ein Musiker halt bist und du magst das Ganze. Aber der Pater und ich, wir sind zwar schon erfahren und haben 30 Jahre bald am Buckel als Musiker, aber was Hetz, Gaude und Weintrinken betrifft, sind wir leider nicht gescheiter geworden. Ich sag's, wie es offen wie es ist. Sehr oft sehr gescheit, aber sehr oft dann auch manchmal nicht. Nein, in dem Punkt meistens deppert. Also ich meine zum Beispiel, sehr gescheit, beispielsweise, wenn einer mit dem Auto fährt, ja, da hält sie zurück. Ja, der hält sie wirklich zurück.
da gibt es nichts, aber wenn einmal keiner fahren muss und sowas wie das Festival ist, und ich kann euch eins wirklich sagen, und dank den Meierhofers und den Sperks hat natürlich das ganze Dilemma, nein, das ganze Drama, also was die Leber betrifft, hat eigentlich begonnen um 13 Uhr am Freitag beim Wirten. Da hat es angefangen und es hat eigentlich erst gestern auf die Nacht aufgehört. Also, es ist das Ding, ja. Isabella M. Weinkühler. Jesus, hast du den mit? Den Wein, den Neopren? Jesus, na ja! Ja, komm her, den Jesus, brauchen wir. nein! Ich meine, ist eh nichts mehr drin im Flaschl, aber... Da habe ich ja extra mitgenommen. Na, unbedingt. Schau, der Manfred Kraft ist da. Schon wieder später zugekommen. Macht nichts. Hauptsache, du bist dabei. Lauschige Servus an euch beide, so wie alle Babalchis, die Manfred Kraft. Jawohl. Ich will sehen. Ja, der Raffi das Stetzens. Ja, die Lederkappeln von dir, gell? Die sind, jawohl. Gute 88. 98. Prost. XC-Man! Na, aber die Herrschaften werden nicht lange bleiben könnten. Fix und fertig. Erntezeit, na klar. Jetzt ist eine schwere Zeit, harte Arbeit, aber schön, dass du einer schaust. Gefreut uns wirklich sehr. Ja, die Isabella ihm sagt das richtig. Wir haben dann gehabt dort, also wir haben da gespielt, nicht, und haben die Weinflaschen natürlich vernichtet. Und dann haben wir irgendwann eine Weinflaschen gekriegt und das war in einem Neoprenanzug. In dem Fall, ich meine, wie gesagt, wir sind ja nicht Dauerwerbetrink und was noch? Spielsendung, ja. Kann ich so sagen, ist von Generali gesponsert gewesen scheinbar. Jetzt wissen alle, dass wir das gefladert haben. Eigentlich. Ja, wieso, das habe ich nicht gefladert, das haben wir gekriegt, das haben wir geschenkt gekriegt von der Dame, die uns Ach so. den Wein gebracht hat. Ach so. Glaube ich schon, also ich habe das so verstanden. Also Ich gehe immer davon aus, dass du fladerst, Patrick. Siehst du, so ein Bild habe ich von dir. ja, genau. Auf jeden Fall im Neoprenanzug und jetzt habe ich natürlich die Frage gestellt. Ich gebe zu, ich habe das wirklich nicht verstanden, was das bringen soll. Ich meine, es ist schon klar, es hält Kühle ein bisschen drinnen. länger, aber wie lang? Ich meine, Eine halbe Stunde ich meine, das ist ein Bouton. Was hilft mir eine halbe Stunde? Wenn sie das für einen Doppler machen, von mir aus, können wir drüber reden, aber für das. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt es ist ja kein Weinkühler, sondern eine Weinkühlhaltetechnik, die hier Genau. angewendet. Aber es steht ein bisschen vage. Also es Ich ist, muss auch gerade haptisch ist es ausziehen, oder bevor es naja, jetzt ist umfällt. eh nichts mehr drin gescheit, ne? Das geht schon. Das geht. Das ja. hat sich über einen Schluck verdient. Zum Wohle. Was sagt Weinkühler? Na sicher. Also, ja. Und danke der Spenderin, die uns das ist hoffentlich Flaschen. geschenkt hat. Ansonsten ist es gefladert, aber unabsichtlich dann. Mhm. Ich meine, also, ich kann es nicht sagen. Die Flaschen mit den Dingen schon gestellt, ne? Ja, mein Gott, aber das gehört dazu, oder? Herr Roth, das gehört dazu. Gehört dazu. Er hat sich gerne mehr Hops nehmen wegen einem Neoprenanzug für Flaschen. Naja. Sehr oft, manchmal nicht. Der österreichische Satz ever. Ja genau. Sehr oft, manchmal nicht. Ja. Der Martin Rexeis, jawohl. Aus Nizza hoffentlich. Jawohl. Jawohl. Mein Internet reicht gerade zum Servus sagen aus den Bergen um Nizza. Wohnen wir vor der Hitze geflüchtet sind. Prost, egal, bravo, Martin Rexeis. Große Freude. Aus Nizza, da fällt mir die eine Textzeile ein. Vom Freddy Gradinger. Wir brauchen keine Pizza in Nizza. Richtig. Richtig. Mehr vom Text wissen wir nicht. Kein Sekt auf der Champs-Élysées, wir trinken am liebsten einen Spritzer. Auf der Insel rennt alle der Schmäh. Ja, großartiger Text. Wir sind auf der Insel daheim, Wir sind auf der Insel ja. Weltklasse. Also beste Grüße nach Nizza, Tag da wieder voll, in die kühlen Berge und ja, was sehr leid. So, Patrick, jetzt wieder was spielen. Ja. Sonst haben wir ja da nur Schmäh führen. Das geht Das nicht. ist auch nicht schlecht. Nein, nein, das geht nicht. Wir sind ja erst auf der Musiker. Kann ich dort einen Kaffee viel Ja, lauter so Geschichten wieder austauscht. Da liegt schon auch mit Musikerkollegen, über alte Musikerkollegen, die leider schon verlassen haben. Gierkurtl zum Beispiel. Großartige Geschichten. Erzähl die Geschichte jetzt. Kurtl sitzt beim Frühstück vor Jahren irgendwo in der Steiermark mit Freddy Gradinger Kuschelrudi nach dem Auftritt am nächsten Tag. Ja, kommt der Kaffee serviert, der Kurti um 7 oder halb 8 in der Früh zum Kölner. Geh, kann ich statt den Kaffee ein Viertelrot haben? Großartig, die Alten. Aber so weit sind nicht mit wir gegangen. Wobei, tatsächlich am Samstag haben wir uns wirklich überlegt beim Frühstück, ob wir uns nicht ein Reparaturseil reinhauen. Ich bin Klaus gefragt, glaubst gibt es da schon einen Kölner und sage ich, ein Seidel Bier haben. Aber die waren ausgerichtet auf Frühstück. Die haben da kapiert. Ja.
Hat in Facebook ein Video von dem Lied gesehen. Von was für ein Lied? Ah, von der Insel. Nicht oft, aber immer öfter sagt man, ich glitsche diese Bahn. Wo ist eigentlich die Maggie Pemberton? Sagt der Fritzl Startguss. Ja, gute Frage. Möglicherweise wird sie in der Schweiz, die muss vielleicht arbeiten. Ich glaube auch, irgendwas Ich glaube, ist... sie wird arbeiten sein. Weil ich hab schon irgendeine Nachricht von ihr gekriegt, das Wochenende. Was hat man da geschrieben? Weiß ich nicht mehr. Aber, also wenn sie nicht da ist, dann ist sie entschuldigt, dann hat sie Gründe. Dann hat sie Gründe, es fällt ihr schwer. Das Weiß ich, weil an, sie ist das eine ist Paula-Chisterin Deluxe. So, jetzt machen wir was Jessics. Ich will was Jessics. Haben wir schon gemacht heute. Ja, aber ich will noch was. Werden haben wir schon lange nicht gespielt, glaube ich. Da. Bitte, ja. Hoppala, naja, gut, pass auf. Klassisch. Bist gescheit. Okay, Entschuldigung. Ich möchte gehen heim zu dir um meine Haberei. Traum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal. Stehen da mit dem Beisel noch, die gehen mir so um, mir an der Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz der in San Francisco aus des Downey. Fitter hocken mehr, um's noch im roten Luftballon, geht bloß anher zu mir, dass ich was hab von dir will. Schabbadabba. Vergisst mich nicht, ich hab dich geringt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steine auf der Gasse mit Busselsohle an. Geht die Nummer heim von da, schau da bam, die Busselsohle an. Geht die Nummer heim von da, während ja nur der Rest an meiner Batterie. Ich hab dich gekriegt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steine auf der Gasse mit Busselsohle an. Geht die noch heim von da, schau da bam, die Busselsohle an. Geht die noch heim von da weg. Ja, aber da muss ich dir gratulieren. Da hast du jetzt also formiert kariert. Blauer Montag, liebe Grüße aus Nizza. Warte, muss ich... Jesus, na, was soll ich da alles für Ich danke euch für die Achtung. Danke schön. Na, schreibe Leiber und sagt, ich glitsche diese Bubbles. Weil jetzt muss ich schauen, der Rex hat noch was geschrieben. Da müssen wir schauen, ob das ein gescheites Foto ist. Ein gescheites, weil andere kann man nicht veröffentlichen. Nein. Andere kann man nicht veröffentlichen. Wo ist er da? Na bravo. Na, soll ich das eine haben? Das ist natürlich ein Wahnsinn.
Aber nur Ist es jugendfrei? Naja, Nicht, dann haus eine. Das ist warte, aber zuerst muss ich es ja sichern. So. Ah nein, jetzt muss ich es teilen. Warte mal, da. Teilen. Da oben. Mal schauen, wird schon kommen, wird schon kommen. Schau, die Achtel von einer, danke schön. Ja, genau, die Mäge wird wahrscheinlich Orgel spielen, ne? Das kann aber sein. Ja? das könnte da sein, ja. Das kann schon sein. Das kann sein. Schau her, so, jetzt haben wir da. Schau her. Nur das wisst, die Pawlatschinger, es gibt solche und solche. Der Martin Rexes, mit seiner Holden. Der Elke, stimmt das eh? Elke, glaube ich, gell? Elke. Nicht, dass ich am Blödsinn rede. Ne? Elke, ja. Ich glaube schon, mit der Elke. Also Nizza daheim und jetzt der. Ui, das kann man gar nicht sehen. Na, warte mal. Halt durch. So ist die Qualität etwas. Nein, das ist. Ja, weg ist. Wo ist denn das jetzt? Da? Na, schau, so geht's. Blauer Montag, schau her. Das ist ein Wahnsinn. Und da siehst du natürlich, dass einer definitiv Vadim Schell ist. Bravo Martin Rixes, ganz großartig. Beste Grüße an den Schatzl. Liebe Grüße. Wildcat ist auch da, diese Urlaub. Sehr schön. Für den Urlaub heute nicht Servus. takeln. Na ja, das ist Grüß dich. ja, für die Welt müssen wir fast schon wieder, Müssen wir noch mehr? das Vogel am Baum spielen, gell? Ich komme da auch heute. Naja, glaubst du, ich mache einen Urlaub oder was? Der Zupfer, ein bisschen Zupfer. Der zupft ein bisschen. Der Zupfer. Bravo Wildcat. Und natürlich bravo Sunny und Mutzi, die zwei Ja. einzigen Nymphensittiche weltweit, die Wiener Lied-Fans sind. Genau. Jawohl. Aber so wirklich gut, gell? Das ist sehr gut, ja. Wirklich ein sehr gutes Treffel. Sehr gutes Treffel. Na gut, ja. Ich weiß sogar nicht, ob sie es eigentlich will, aber wir haben das jetzt so eigentlich bestimmt, gell? Ja, macht ja nichts. Weil für die Wildcat und die Nymphensittiche schon. sind nicht mutzig, jetzt Ich bin immer das Vogel am überzeugt Baum. davon. Das Wie sagt passt. ihr, Sauerl? Nein, der will man gekriegt. Ich will nicht was im Kopf, nein. Aber das geht, also mir ist nicht heiß. Also wirklich, also mir ist schon warm, aber Der liegt. ich glaube, es liegt nicht am Oh, Hut. das ist schon wurscht, ob du den Hut aufhast. Nein, wahrscheinlich, ja. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe eben sehr lange und sehr viel Panama-Hüte getragen. Also das war Hasser, muss ich jetzt wirklich sagen. Also ich habe mir halt ganze Wochenende getragen. Ja, ja. Ich habe den das ganze Wochenende aufgehabt, weil es eins ist so, ich muss immer was aufhaben. Nicht bei der Sonne, weil sonst ist mein Glotzen. Schaut zu uns an. Weil ne? das aufbrennt wie nicht. Aber das sofort. Das ist auch, wenn ich im Schatten sitze. Ich muss was aufhaben. Und das hat mich wirklich heuer überzeugt. Also, ich habe noch nichts Besseres gehabt. Obwohl das ja auch Stoff, aber das ist ja auch wirklich ein dünner Stoff. Sehr dünner Stoff. Auf der Seite ein paar Löcher. Ja, gut, ja, die hast bei den anderen hier da, die denken mir, zau was, weil man das ist wurscht. Und du musst Kühlrippen, müsstest du einbauen. Kühlrippen. Dann nicht einen Sinn. Aber dort ist ein ganz dünner Stoff. Oder das Kapperl, was der Herr Sperg immer aufhat. Ne? Das ist das Gewiebte. Aber da scheint schon wieder so viel Sonne durch, denke ich. Ja, mal. wobei seins geht. Das ist ja Seins schon wieder geht. Das ein ist schon recht Sonnenbrand. dicht genug. Ja. Ja. Aber das ist ja Panama auch, das ist ja auch Stroh. Na, der ist dicht. Aber das ist zu. Aber Das ist mir zu der heiß. ist auch dicht. Ja. Das ist mir zu Stimmt heiß. schon. Was sollst du Na machen? gut. Bitteschön, ja. Jetzt haben wir Hodiner-lastig. Das ist schön, gefällt mir. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großholm im Mai. Die Buchs sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nosen her. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal mehr in Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich vor Freiheit, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schauen fest in die Meinen hinein, was sagen sie, möchte die deinige sein, oder noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Papageno, du bist bereit, dann lass es zwitschern.
tanzt der Winter vor mir, sagt Jasi, du Gauner, geh her da zu mir. Dann mach ich noch einmal die Augen fest zu, sieh wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Zeit für Nachschlag, ne? Muss ich dir gratulieren. Dankeschön. Großartig. Für was denn? Für was denn? Die Schlusskadenz erst. Die Schlusskadenz? Na, Wahnsinn. Wohin Gatsch gegriffen? Ah, Wahnsinn, na gratuliere. Ja, nein, das Was du das nicht gesagt hast, was keiner das musst du mal zusammenbringen, ne? aber Das musst du mal zusammenbringen. Das ist eine Fingerübung, die du vor 30, 35 Jahren schon gemacht hast. Jetzt in Gas steht's. Aber, schaut, es ist halt, wir sind also so. Wir sind also so. ich bin schon ein bisschen müde auch. Schau, was das ist. Man muss mich leider wieder verabschieden. Kann nicht mehr sitzen. Starke Schmerzen zwischen Schulterblättern und Genick. Teilweise. Au weh, und der Busch schätze ich, habe mich irgendwo verrissen, ja. Bakemet hilft nichts, ne? Exzement. Pass auf, aber da. Kein Bakemet hilft, dann nimmst du Deflamat. Ne? Ja. Ist das Maria? Ja, ist Das das kann nicht. ich nicht sagen. Dann passiert was, bin ich schuld. Ja, du darfst ja keine medizinischen. Dauerwerbesendung. Nee, aber du kannst ja keine medizinischen Dinge. Nimm Essigbatschel, nein, X-Themen. Da wünschen wir dir alles Beste, das Beste und alles Gute. Eine schnelle, rasche, Alles dauerhafte Gute, ja. Genesung und die Pavlatschisten werden das magisch begleiten, bestimmt durch eine mörderische Orgie an rote Achteln. Haus eine. Jawohl. Für den X-Themen, wenn das Bakemet nichts hilft, dann helfen die roten Achteln. Haut eine bitte. Für ein X-Themen. Rote Achteln, dass er sich schnell, dauerhaft und vollständig gesund machen kann. Das war leibend. Schau, da kommen die roten Achteln. Matthias Mariacher, ja, die 16 Buben sind nicht auf 180, sondern in der 180. Bablatschen. Applaus. Den Dr. Schön. Jawohl, danke dafür. Vielmals. Schau, gute Besserung schreiben sie schon. Fritzl Startguss schreibt schon. Jawohl, die roten Achteln kommen schon. Für nichts Themen. Muss man sofort ausstessen auf ihn. Auf nichts Themen. Auf eine rasche Genesung. Das Ganze in der Erntezeit auch noch. Ja, und das hilft aber noch. Das hilft, wisst ihr. Ich habe auch im Prinzip einen schlechten Zeitpunkt gewählt gehabt, wie am Donnerstag noch beim Zahnarzt war. Weil ich hab da einen. Schlechter Zeitpunkt ist immer für den Ja, ist Zahnarzt. eh. Ich spreche Nein. aus Erfahrung. Aber der Punkt ist der, hat man das vor 2 Jahren oder 3 Jahren Wurzelbehandlung gehabt beim Zahn. Und da dürfte eben ein Kanal entzünden sein. Na gut, das ist eine lange Rede, kurzer Sinn, neue Wurzelbehandlung, eine sogenannte Revision findet statt. Ding außer und das Ganze wieder verfahren. An sich jetzt kein Problem, aber sie hat gesagt, noch bei dieser ersten Ding, da verschreibt sie jetzt Antibiotika. Nicht? Da habe ich gesagt, ui, sage ich, warte mal, habe ich gesagt, Moment, wie ist das mit dem Alkohol? Ich sage, ja, das geht schon. Gute Zahnärztin. Ja? Und ich sage, naja, pass auf, ich sage einmal so, 1 Stunde rund um die Einnahme sollte vielleicht kein Alkohol konsumiert worden sein. Und da hat sie schon gesagt, dass sie mich schon kennt. Ne? Das heißt, in der Früh wirst du ein Problem haben. So guschert sind die Zähne. Könnte meiner sein. Aber ich glaube, dass das mich gerettet hat, weil ich gesagt ja okay, na gut, also das Antibiotikum und die Zahndinger da ist halt nicht unangenehm, dass ich das da habe, aber Lässt keine dich Schmerzen so, oder lässt sonst, dich, also ja, alles in Ordnung. lässt dich. Aber natürlich, wir sind im Waldviertel und der Klause war nicht der Klause, weil er nicht im Waldviertel von den ärgsten Viecher gefressen, gestochen, bissen wird. Das ist ja so. Nicht, dass er ein Gichtszechen hat, was ich auch Nein, habe. nein, das Aber hab ich- auf dem anderen Fuß gleich noch irgendwas anderes. Wobei am Samstag habe ich fast die Angst gehabt, gell, dass ich auch nicht, weil Ja, doch der aber- rechte Fuß tut mir auch weh. Nein, du, mir ist ein Viech, also wirklich massiv, das tut, wenn ich sage, noch immer angeschwollen, der Knöchel und alles. Ja, da schon, und das tut auch wirklich weh, aber
Ich glaube, dass das Schlimmste verhindert wurde dank des Das Antibiotikums. Antibiotikum so schädlich. Ja. Na sicher sogar, Ja. ja klar. Das ist schon. Aber wirkt es auch trotz Alkohol oder ist es einfach nur schädlicher für die Leber? Das ist schädlich, vor allem schädlicher für die Leber. Um das geht's. Um das bei dem. Da muss ich jetzt Bei den meisten. Da muss ich eine Kur machen. Bei Da muss den ich eine Kur machen, weil es Es gibt war auch, wo die Wirkung aufkommen wird, aber das nimmt man nicht bei sowas. Also Ja. Ich meine, weil ich muss ehrlich sagen, falls dieses es keiner denkt, Penicillin-Derivat, was das ist, Ja. ich kenne das Medikament, Ja. wo ich da Chemiker nicht, aber ist nur für die Leber schädlicher, nicht? Du hast jetzt nur ein schmerzstillendes Pulver auch dazu, nehmen wir das dann. ja, da muss irgendein Ding, aber weil es, wir können es offen und ehrlich Zu aussagen, 90% geht es auf die Leber. es war die letzten 3 Tage, es war, und das möchte ich ehrlich sagen, es war Alkohol im Spiel. Aber schön war es. Ja. Und gut geschmeckt hat er auch. Schmeckt. Na, sehr gut, aber das ist aber Heute schmeckt- Weltklasse, Das ist so- Weltklasse. Heute schmeckt aber nicht ganz so gut. Ist Na, gut, wobei- der Wein schmeckt noch. Na, aber wobei, es ist- gangen schon wieder. Nachdem ich die Sperrgse bei McDonalds getroffen habe. Was auch sehr lustig war. Ich fahr heim dann, weil ja doch schon sich viel angesammelt hat über die Tage, habe ich gedacht, bei Horn oder in Horn, weiß ich nicht, da gibt es ein McDonalds, ne, da gibt es eine relativ angenehme Möglichkeit, das WC zu benutzen. Ich bin am Ockerstäbchen. Und da hab ich gedacht, wo? Am Ocker. Naja, ja, ich habe keinen Acker gefunden auf die Gache. Und ich gedacht, nein, ich fahr so Ich zu. bin ja quer umgefahren. Ich verstehe, ja. Nein, dann habe ich mir gedacht, ja, da gehe ich rein, nicht? Und wen treffe ich? Den Roland und die Natascha. Nicht? Großartig. Großartig. Das war schön, war schön. Und da habe ich gesagt, jetzt habe ich einen Wein im Auto, wir können die reinholen, wir können weitermachen mit Mäcki. Waren wir aber alle nicht so begeistert von der Idee. Aber jetzt war ich schon wieder, also nicht Roland, Natascha oder Meyerhofers, wenn ihr wollt, also wir sind schon wieder in Fahrt, das geht schon wieder. Ich bin noch ein bisschen Schaum Naja, das sagst du immer, das hast du immer gesagt. Das hast du schon am Freitag, um 13 Uhr hat es begonnen, um 13.05 Uhr hat er schon gesagt, ich weiß nicht, ich kann nicht so viel, ich tue nicht so viel. Nein, ich bin so, was so richtig so, wie sagt man da, da gibt es einen Namen für solche Zätzen wie die. Wie heißt denn das? Hm? Wie heißt denn das? Setzen war ich nicht, ich habe gesagt, ich mag jetzt nicht. Nein, das sind die, was sie so ziehen, die, was immer da bitten, was genau weißt, was genau weißt, der, nein, das ist so, nein, was ist, trinkt man jetzt was? Nein, ich mag halt nichts, ich mag nicht. okay. Und dann nach einer Weile, dann sage ich halt, na gut, ich hole mir jetzt ein Bier. Was soll ich da Frikade mitbringen? Was, na, bring mir halt auch ein Bier mit. Was, Bring mir zwei. Der muss immer so bitten, also bitten, nicht? Der zieht sich so. Furchtbar ist das, furchtbar. Aber so ist er halt, der Bub. Isabella schreibt aber eh schon Ware. Was schreibt's? Die schwarze Luft ist da und das Und schmeckt. das Es war gestern definitiv soft noch. Absolut. Kaum war die Sonne weg. Was sagt der Matthias, wer will jetzt das ganze Gras ernten? Was meinst du? Beim XC Das meinen war schon wahrscheinlich. Ach so, ja, bei dir wäre Ich nicht sag jetzt nötig, grad aber die danke. Erntezeit, Ich weiß was auch ist nicht ja? genau, was es ist, aber ich habe das. Na, sicher ist notwendig XC-Man, aber man, hallo. Jawohl, gute Nacht. XC-Man, mach's gut, schlaf gut Ja. und wär schnell wieder gesund. Das kommt von der Hitze, sagt der Glitsche diese Paul. Ja, oftmals zumindest kann man die Hitze verwenden als. Die Maggie! Die Maggie ist da! Jawohl, Weil nicht, dass servus! so spät ist. Servus, die Paula Cisterei. Jawohl, die Mega ist da. Die Mega ist da und ich meine, weil wirklich, es haben sie einige schon um dich. So hat ihm sie Sorgen. Sorgen gemacht, ja. Gleich mal der Fritzl Startgus, unser Grand Seigneur, der Pawlatschen, hat natürlich gleich mal gesagt, was ist mit der Mega los? Wo ist die? Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war dann. Ich glaube, der Michael Unger oder was. Nein, der Manfred Graf, glaube ich, gesagt, ich will vielleicht Orgel spielen. Da habe ich gesagt, ja, genau, wo ist die Maggie? Aber jetzt ist sie da. Jawohl. Du willst schon vermisst, sagt der Matthias Gerald. Da spielen wir wieder was. Ja, spielen wir was. Das soll spielen, nicht, wenn ich kein Sprit habe. Jawohl. So, die Mega wird begrüßt. Ist das Patrick nicht so viel? Ui, nicht so wenig, Patrick. Hab gerade eure CDs parallel durchgeschaut. Werden morgen bestellen, finde euch stark. Peter Brachtel. Danke dir herzlich. dir ganz Schön, dass du herzlich. dabei bist. Und ich meine, ich nehme an, du bist heute wirklich zum ersten Mal in der Pawlatschen. Und wahrscheinlich kennen wir einander vom Festival. Aber grundsätzlich sind diejenigen, die im Chat erstmalig auffallen, Positiv. positiv.
die werden eigentlich begrüßt von den Pawlatschingers mit einer mörderischen Orgie an Rote Achtel. Ich weiß, heute sind wir ein bisschen fast inflationär, aber es muss sein. Freunde, haut's eine für den Peter Brachtl, für unseren hoffentlich neuen Pawlatschistinger, die Roten Achtel. Gehen wir, meine Freunde. Haut's eine, bitte. Schau, die Mägi hat unterrichten müssen, mit dem Fuß, irgendwas weiß in die Richtung. Ja. Irgendwas. Wie war's mit, ich muss alle Tage mein Werner wird? Das haben wir schon lange nicht gespielt. In was ist denn das? In C, glaube ich. In Gustav? Oder in C, wie du, ich weiß jetzt gar nicht. Nein, ich weiß In Cäsar, Rudi Cäsar, ja. Ich glaube in C, gell? Ich muss alle Tage. Nein, dann ist es da in G, glaube ich. Okay, ja. Ich muss, ja. Das ist richtig. Ich muss alle Tage mein Wernerlied hören, sonst rein ich verloren uns. Und da war mir's nur einer auf der Zielen spülen tut. Ich trug ihm gefremdlich die Hand. Die Terzen, die summen mir leise so. Ja, du bist heute ein echter Werner Kind. Ich muss alle Tage mit Wernerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Wie einmal lang fort war, weiter raus in der Welt. Ja, der weiß erst so richtig, wie das Heimweh angewöhnt. Und wenn's dann noch singen, nur den Stephanus hängt, dann holt's mich nimmer, da ist mit mir Ros und geschehen. Ich muss alle Tage mein Wernerlied hören, sonst rein ich verloren mein Angst. Und wenn mir's nur einer auf der Zieden spülen tut, ich trug ihm gedankbar die Hand. Die Terzen, die summen mir leise ins Ohr. Ja, du bist heute ein echter Werner Kind. Ich muss alle Tag mein Wernerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Zweite schon für mich. Magst du ein Ballett auch noch? Von mir aus dann. Mein Freund war schon immer als ganz kleiner Bub. Ein Quetschen, ein Krampfen und ein Dudler dazu. Doch für solche Wünsche hapert's öfters mit Geld. Ich bloß mir am Kampe, was mir zur Seligkeit fehlt. Ich muss alle Tage mein Wernerlied hören, sonst rein ich verloren mein Angst. Und wenn mir's nur einer auf der Zieden spülen tut, ich trug ihm gedankbar die Hand. Die Terzen, die summen mir leise ins Ohr. Ja, du bist heut ein echter Werner Kind. Ich muss alle Tag mein Wernerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Fritz Wolferl. Jetzt habe ich das Ballett vergessen. Fritz, wurscht. Ja, Das hat schon lange gedauert. aber hey, haben wir auch gedacht. Ja, Das war jetzt ich auch muss mich Wir haben mit dem Refrain angefangen, ja.
Mir ist die Strophe nicht eingefallen. Alles gut. Jetzt habe ich mir gedacht, dann fangst du mit dem Refrain an. Alles Ne? gut. Wir werden schon reinkommen. Und so war es ja schon. Schau, Marie-Louise Leb ist auch da. Jawohl. Grüß aus der Steiermark, jawohl. Ich mag's Sommerfrische in der Steiermark, Weltklasse. Schau, das sind schon die Achteln. Das sind die Achteln für unseren Peter Brachtl, ein hoffentlich neuer Pawlatschinger. Das wäre leibend. Jawohl. Tag bin froh, hier zu sein. Mega Pemperten, Weltklasse. Schau, Markus, bist du sogar willkommen, Peter. Das ist leibend. Sonntagnacht, wir spülen nix. Geh Bock aus, tu mal was. Ja, Isabella, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Das war eben die Situation, das Festival war offiziell beendet. Gastronomie und so noch offen, also es war quasi ausgegangen, aber es war Programm offiziell aus, Festival Schluss. Wir sind ja gesessen beim heurigen Bangel und die Instrumente noch stehen gehabt, weil wir ja am Nachmittag gespielt haben. Wir hätten dazwischen heimgehen können, aber es war ja doch, es waren ja nur ein paar Stunden und ich meine, Die 5-6 Stunden nicht. das ist ja da und ich meine, und in 10 Minuten waren wir daheim gewesen, aber mit 300 Höhenmeter. no, was heißt, Nein, es sind 30, aber und außer es war zu verlockend einfach, diese heurigen Bangeln. bequemst, Ja. weißt du? Schön war's. Und es stimmt wirklich, und dann hat es halt geheißen immer, irgendeiner hat immer gesagt, was, ich spiel's noch was, und der Banner, ich spiele nicht. Und wirklich, Ich weißt mag du, nicht mehr. ein paar Achtel, ein paar Vierteln, ein paar Bier, ich weiß nicht, was er aufgeführt hat. Und dann hat er gesagt, Klaus, ja, was ist Bock aus, spiel mal. Ich habe mir einen Zubraten gegessen, ein Griegel, ein paar Achteln, dann ein paar so diese wunderbaren Ringelchips, Ja, also Gastronomie muss man auch sagen, wirklich dann noch ein sehr gut. kleines Käseblattel drauf, Ja, und dann noch ein Achtel und dann haben wir gedacht, na, packen wir aus. Dann gehen wir Bock aus, gehen wir auch nicht. spiel mal. Es war ein schönes Wochenende. Absolut, ja. Prost, danke. Das Danke war's auch. miteinander quasi, reingeredet. Danke auch, ja. Fulminant, War schön. haben exekutiert haben. Absolut. Nein, war wirklich leer. Aber die Isabella vollkommen recht. Wir spielen nichts. Geh Bock aus, tu mal was. Ja. Und dann haben wir noch schön gespielt, haben wir schön ausgesagt. Auch am Nebentisch saßen ja der Paul und die Marlene noch vom Vorstadtkollektiv. Genau. Ich muss es oft sagen, damit ich nicht immer das andere ist, Vorstadtkollektiv. Na, die haben natürlich auch gleich mit rein. Das ist selbstverständlich. Dann hat der Rudi Koschel mit Walter Solke auch noch ausgepackt, haben sie auf der anderen Seite vom Gelände haben sie auch noch nicht gespielt. Anzeit, wie man sagt. Ne? Also war echt leibend. War wirklich ein leibender Ausgang. War super. Absolut super. So. Schon der Raffi, urgute Nummer. Gell, das ist leibend. Ja. Ich muss alle Tag Mehr Wernerl her. mehr werden. Fritz Wolferl. Weltklasse. Weltklasse. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Pass auf. Schau, die Babsi, er sagt, ihr seid einfach spitze. Da muss ich sagen, danke Babsi, dir. er dankt euch. Normal hätte ich von Fussi aufs Bauch Was ja, Wir aber das kennen sagt man nur bei Haarern, nicht? Das sagt man nicht bei einer charmanten Dame. Ne? Dass du Ahnung hast. Ja, du kannst, das schauen wir dann auch im August beim Dornröschen-Keller. Das wollen wir jetzt sehen, Bussi aufs Bauch. Ne? Zack, und du hast dann die Goschen, nicht von der Babsi, ja natürlich, sondern von der Begleitung. Von der Begleitung. Nennen wir es so. Ja. Also was, hast du was im Sinn gehabt? Ich hab was in den Sinn gehabt. Das ist mal. Jetzt geht's mal wie dir schon erst. Na, das Ich schau mal in die Noten, weißt Aber die Noten. du. Ist schon wieder da. Na, wo ist denn? Das hilft ja. Spül's mit, du willst das gleich Bitte merken. schön. F7. Werther. Wann ich sonntags um 8 in mein Stammlokal nicht komm, schreit die Spätzl, Servusglase, ja sag, wo kugelst du denn um? 14 Tage fällst du a Gradheit schon bei der Barockpartie. Haben wir die vielleicht beleidigt, doch ganz höflich antwortet die. Nein, sagst du nicht best. Der Grund, warum ist das? Ich hab irgendwo im Wiener Wald einen Wein entdeckt. Das ist ein Tröpfel, da muss man sie sagen, wenn nur einer dort sein
Glasl steckt, der muss zuerst ansagen, dann kann er besorgen. Ja, was ihr möcht's gerade wissen, was das ein Wendel gibt, aber regt euch nicht auf, das hat keinen Zweck. Den sag ich euch voll ablässt, von mein Hauer die Adresse. Satz es Hallo tritt dort und sauft zu meinem Weg. Hinten ganz im Grapfenwedel, da steht ein Häsel lieb und nett, mit den Tränen an der Mauer schaut es aus wie ein Bouquet. Und der Hauer ist ein Spezi aus der goldenen Jugendzeit. Er fängst alle Jahre auf Fassel und das buchst mir raus zu zweit. Und wo ich dann heim, denk ich mir in der Kahn. Ich hab wieder wo im Wiener Wald einen Wein entdeckt. Das ist ein Treffer, da muss man sie sagen. Wenn nur einer tut sein Asel in das Glasl steckt, der muss zuerst ansagen, dann kann er besorgen. Ja, was ihr möcht's, kann alle wissen, was das ein Wendel gibt, aber regt's euch nicht auf, das hat keinen Zweck. Den sag ich euch voll ablässt, von mein Hauer die Adresse. Satz es Hallo tritt dort und sauft zu meinem Weg. Puff! So aber schon lange nicht Das ist ja lange gespielt, haben aber wir meine auch Nummer. schon lange nicht gespielt. Haben wir auch schon lange nicht Die gespielt. langsam kommen sie uns ja wieder, ne? Ja, stimmt. Was haben wir da? Sensationelles Weekend, sagt ein Spiel. Was hast du? Finger? Darmfarmer 57. 11 Schweizer Franken vom Darmfarmer 57. Dankeschön. Ja, da sagen wir, ui, muss ich allein auf die trinken. Der Ja, Bartek das ist schon bei mir. Bartek ist flach. Aber von mir, also fair mal, aber ich springe auch von mir. Ich springe. Dank der Chef für deinen Schmattes. Nochmal Ich vielleicht muss kurz. sparen heute, warte. Ja klar, naja, du musst ja vorne. Aber nochmal kurz zur Erinnerung an alle anderen. Für einen Obolus in den Hut. Seid so gut. Haut was eigentlich. Dankeschön. Der Peter Prachtl sagt da, darf man sich eigentlich auch was wünschen? Ich kann mein Schlüsselloch nicht finden oder so ähnlich. Ja, das sind Wünsche. Ja, Peter Prachtl kann sich schon wünschen, aber ich sag's einmal so, ich kann die Nummer, weil das sind doch eher so Schlager, aber natürlich mitunter sind wir dann schon gnädig zu uns selber. Natürlich, wenn auch das taugt, ist es eine super Nummer. Aber manchmal der Bockmann, da holen wir dann die Noten her und schauen wir, dass wir es irgendwie zusammenbringen. Aber heute nicht mehr. Sagen wir so, heute nicht mehr. Sagen wir so heute Das nicht ist mehr. Kundenbindung. Peter Prachtl, musst du halt öfters in ein paar Flaschen sein, irgendwann spielen wir das. Nein, aber es sind so diese Art Wiener Lieder, es ist schwer zum sagen, was heißt diese Art Wiener Lieder, was ist das? Es gibt gewisse, so einfach, wo wir sagen, ja, das sind so mehr Schlager eigentlich schon in dieser Wiener Liedgeschichte gewesen. Und natürlich sind sie sehr wertvoll, weil ohne diese Lieder würden viele Menschen, auch ich übrigens, gar nicht zum Wiener Lied kommen. ja, Also das war bei mir auch Hans Moser und so weiter, die mich überhaupt zum Wiener Lied dann in dem Sinn gebracht haben oder die mich zumindest bereit gemacht haben fürs Wiener Lied. Aber es ist, wir schauen halt schon eher, dass man, ja... Ab und zu wirft man sowas schon ein dazwischen, natürlich. Es kommt schon vor, natürlich. Aber bitte heute, auch wenn es nicht bist, weil... Ja, aber heute, wir sind ja schon kurz vorm Schluss. Jetzt sind wir schon Und wir sind wirklich schon ausgespielt und daher
erlauben uns das nie. Aber oft ist es wirklich so, dann sagen wir, pass auf, dann schauen wir mal Noten finden. Schauen wir Dann spielen wir die- und spielen spielen vom wir- Blatt. Mehr oder weniger Ja. gut. Mein Lieblingskomponist. Der Der Blatt. Maber sagt, die Straßenkinder. Ist er nicht? Das ist aber schon jetzt ein interessanter Wunsch. Das war schon Machen mal. wir's. Das ist eigentlich eine schöne Nummer, ja. Schöne Nummer, ja. Ja. Der Markus Pistoni. Da muss man sie sagen. Das höchste Lob, ja. Das ist so, ja. Das ist ein Wiener Stimmt, ja. Hochlob, ja. Wie wär's mit Obersankt Veit, schräge Wies, ne? Das ist meine Obersankt Veit kann ich auch wirklich noch nicht, aber wäre auch irgendwann mal erlernen. Aber eine schräge Wiesen, ja, aber ich glaube, heute passt mir. Schau, die Waldkette. Die Patte geht den Finger. Jawohl. Und jetzt sicher, auch warum? Ja. 5 Euro von der Waldkette. Ich danke dir ganz herzlich. Prost. Usla, und beste Grüße in deinen Urlaub, sozusagen. Danke schön. So. Ja, machen wir Ja, die Gassenkinder, nein, aber gar nicht, weil muss ich sagen, eins vom Horst Gmiller, das eigentlich wirklich auch ein so schönere Lied ist. Für Maber warte mal, nach Hessen. Stimmt's? Stimmt das? Ja, oh ja, gell? Auch noch Rheinhessen, oder? Nach Rheinhessen weiß ich nicht, aber nach Hessen auf jeden Fall. Ja. So im Detail war ich nicht, aber Weil ich war in Mainz nämlich und Rheinhessen, Aber das das- beginnt ja genau dort, aber nicht? das muss ich ausblenden wieder. Also ich danke schön Ja, für den ja. Schmattes, glaube ich blende das wieder aus, weil so übertreiben wollen wir auch wieder nicht. Aber nein, ich bin sehr gefreut, wie der Maber, der Martin, mit Landtagsstrom Markus Beim in Wien Taschenl, waren. ja. Und vorher natürlich in Botschenau, in meiner Wahlheimat. Und wir uns dort getroffen haben, zu einem gemütlichen Abendessen, selbstverständlich begleitet Von Wein. bei Bier. Wir genau. haben natürlich auch Bier getrunken, nicht? Üppig. Und haben uns dann beim Taschenlauf. Es hat mich sehr gefreut, dass ich die zwei gesehen habe. Ganz leibende Leute und echt zwei schicke, natürlich ein dickes Puzzle. Noch Hessen. Schaut der Landtag schon mal in Großbuchstaben rein. Hessen. Also scheinbar Jawohl, nicht also rein. Hessen, ja passt. Nach Hessen. Kenn mich aus, kenn mich Aber aus. siehst du, wie ich das richtig sage? Kenn mich aus. Ich bin ein geografisches Genie, obwohl ich wirklich ein Flaschen bin in dem Punkt. Na, Wenn du geh. irgendwo hinstellst und dreimal umdrehst, das kannst du vergessen. Ich finde zum nächsten Wirten, ja, aber nicht heim. Das ist das Problem. Wenn ich die fröhlichen Stunden Ja, genau. die verbracht hab beim Wein und beim Bier. Schaut der Maber heute eine Riesenfreude. Jawohl. Und der Landtag schon hat natürlich keine Bier. Ja. Den Abend haben wir bei Bier verbracht. Weil der Wein war ja dann beim Taschler dran. Ne? Genau. Dann würdig. Aber echt leibende Aktion, sind von Hessen mit dem Motorradl nach Botschenau gefahren. Dort 2 Nächte oder 3 und dann weiter nach Wien, dort eine Nacht, Und Taschler dann noch zurück nach Hessen. und dann wieder zurück nach Hessen, allerdings in 2 Tagen. Also mit einer Einkehrpause, aber uns gesagt, wissen wir nicht wo, schauen wir Schauen wir, fahren. wo es uns gelüstet sozusagen. Also leibende Geschichte und ja, daher absolut. Jetzt schau jetzt einmal, einen Daumen runter haben wir gekriegt, das ist aber fein. Das war schön nachher. Das gefällt- Ich das glaube, da gefällt hat sich mir. einer verdruckt. Ich glaube auch, meistens verdruckt es einer. Weil wenn man es wirklich Arsch war, dann ja mehrere abgedruckt. Nicht? Aber einer, ich glaube, es ist eher verdruckt. Aber wir nehmen jedes Feedback. Bist der wir kommen Arthur gar an. nicht da? Nein, gar nicht. Ja, Der ist ja nein, unterwegs. Der ist unterwegs. Hohen Der Norden. ist unterwegs zum Richtung Nordkap. Nordkap, ja, genau. Ja, das ist Richtung Nordkap und dann, ja. Die Geografie, sagt die Marilo, ist dafür aus dem Patrick, ja, aber in Sachen Geografie. Natürlich. Was der Landtag schon sagt, nein, in einem durch 800 Kilometer. Ich hab schon gesagt, ihr bleibt, Ja, ihr ich macht hab es. das gesagt. Das hast du durchgefahren, na, Geht auch. Wahnsinn. Na, geht auch. Leider in einem durchgefahren, sagt der Maber. Ja, aber ui, ein Wahnsinn, ja, aber trotzdem mächtig. Mächtig. Ja. Schauen aus dem Kanton Aargau. Würenlos, sagt der Dampfhammer 57. Gute Nacht. Gute Nacht. Und wir sagen verabschieden uns natürlich auch. auch gute Nacht. Gute Nacht. Fertig und schlaf gut. Schlaf gut, gell? Ja, War schon wir langsam sind eh im Stunde, Schluss ja. werden. Wir könnten aufhören mit der Nummer. Wir könnten wirklich Schluss machen. Machen wir das. Ist ja auch eine schöne Nummer zum Es ist eine Aufhören. schöne Nummer zum Aufhören und ein würdiges Lied und ihr verzeiht uns heute sicher, dass wir ein bisschen, wir müssen ist eh 10, wir Ist schon waren 10, eh ich kann nicht auf brav, die Uhr wir waren eh brav, ein Das kann ich Bouton ist auch la, hat, ja, da muss ich zuerst austrinken, sonst geht's nicht. Ich kann nicht den Schluss noch machen. War sehr leibend, danke schön. Danke euch. Hat uns trotzdem auch großen Spaß Ja, gemacht, sehr die viel Freude Verarschung. sogar heute wieder. Hat uns nicht so, wie soll ich sagen, hat uns nicht so belastet Nein. wie befürchtet. Na?
Aber wir sind beide ehrlich, wir freuen uns jetzt dann wirklich Ich freue mich jetzt auf ein bisschen Ruhe. morgen noch viel Arbeit. Ja gut, du hast vor mir. noch ein paar Toweinverkostung. Bevor die, das ist ja schon eine Entspannung dann. Das ist ja dann schon die Entspannung. Und dann die nächsten Tage, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist. Ja. Also, Dann werden wir sehen, wer auf also, Besuch kommt. also Klar. ja. Aber morgen, wir nehmen es uns streng vor, morgen Ja. der letzte Tag für eine Woche ohne Alkohol. Also bis ein paar Flatschen. Dann Geht sich wiederum bei mir wieder nicht zu aus. Hause. Nein, das geht ja nicht aus. Meine liebe Schwägerin feiert am Samstag in 40er. Ne? Ja. Und außerdem am Montag ist schon ein paar Flatschen, das geht ja nicht aus. Von Dienstag, wenn Geht's man auch will, nicht. ab Wochen geht es ja gar nicht aus. Nicht einmal. Und ich fürchte, es wird dann, naja, es wird irgendwann Mittwoch, Donnerstag irgendwann einmal wer vorbeischauen bei mir oder ich muss wohin noch. Ja, es ist, wenn man einen großen Freund, diesen Bekanntenkreis hat, das ist auch wunderschön, muss ich sagen. Man kann natürlich sagen, dort, nein, ich trinke nichts, aber wie Ja, heißt es das im Weihviertel, wenn du sagst, was trinkst du, und sag ich, na nix. Na, nix ist ein Achtel. Nix heißt ein Achtel. Ne? Ja. Aber was mit ein bisschen an Rückgrat, mit ein bisschen Eier in der Hose, geht das sagen, Kamünte, für zwei. Ich bin da ganz schwach. Über Bandscheiben, über Gleitwirbel. Lieber Kleid lieber. Und da wandern die. Ja, das ist so. Aber wie man so viel tust. Das ist, Schon der Thomas Steirer schon deine. Thomas Steirer schon deine, mein Brüderherz. Du, muss ich eigentlich sagen, hol's mal alle weg, ist privat. Muss ich eigentlich sagen, weißt du, am Mittwoch fahre ich raus zu mir und da check ich dann im Lagerhaus gleich mein Graf Carello Lastendreirad. jawohl. Und soll ich es nochmal herzeigen? Jetzt sag nochmal her. Ja, aber das finde ich da nicht. Was war das? Nein, das war der Martin. Das. Da, beim Schrammelklang-Festival. Warte mal, wo hab ich's denn? Ja, geh. Ja. Das Graf Carello Lastendreirad. Und das checken wir da gleich. Und am Donnerstag fahre ich mit dem Anhänger, mit dem Motorrad-Anhänger, fahre ich dann nach Dernitz, Und holst das ins ab? Lagerhaus und hole es. Wenn es da ist. Wenn es nicht da ist, muss ich es irgendwie bestellen oder was. Nicht? Aber weiß nicht. Lieferzeit 3 Monate wahrscheinlich. Nein, das steht da. Dann hole ich mir es vom nächsten Lagerhaus, wo das Ding steht. Wo es lieferbar ist. Wo die Kisten stehen. Na, lieferbar. Die liefert's eh. Wo du Normal steht, die auch hole ich. nicht. Nicht die hole. Es muss schneller gehen. Also auf jeden Fall nur Thomas, dass du es weißt. Am Donnerstag steht das Lastendreirad bei mir in der Klause. So. Der Raffi bringt natürlich eine Weisheit an den Punkt. Trinke lieber mehr als zu wenig. Ja. Stimmt, ja. Ja, das ist Na gut. Ja. Also liebe Freunde, wir verabschieden uns mit dem Wunschlied vom Mava, die Gossenkinder vom Horst Gmehler, sagen Dankeschön und freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt uns gewogen, bleibt stark. Das ist wichtig. Ihr habt eine schöne Woche und wir freuen uns auf den nächsten Montag, wenn es wieder heißt, grüß euch, servus, grüß die Hände. Pavlatschen Nummer 181. 181. Und das mal ziemlich sicher sind wir. Ziemlich Wir haben sicher. schon oft versprochen, aber Ja. sehr wahrscheinlich. Ist mir ja. Ziemlich sicher. Aus der Klaus, aus der buckligen Welt. In diesem Sinne, dickes Puzzle, danke fürs Dabeisein. Pfiat euch gut. Viert euch. Wir wohnen in der Gosse, 3 Kinder. Der Karl, der Franzl und ich. Wir wohnen in Neuenbisser und Schwinden. Eine unheimlich klasse Partie. Mit den Bäumen und die Stollen und die Radeln. Und wir 3 niemals verspürt. Auf die Ros, auf den Stoß und die Madeln. Wollen wir 3 immer wir will. Ja, so war das bei uns großen Kindern. Doch das ist schon lang vorbei. Der Krieg und die bitteren Jahre. Jetzt lebt nur mehr ich von uns 3. Manchmal 3.
Vierte Gott, macht's es Alles gut, Liebe. bis nächste Woche. Schlaf's gut, servus.